Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und bündig, Mark. So. Es ist wieder soweit. Es ist nice, es ist crispy. Das 3. Jahr in Folge, wo wir eine inoffizielle Cypher-Nachbesprechung machen. Hattrick. Vermutlich das letzte Mal mit dem Alpi. Meinst du, wir können ja immer noch nächstes Jahr. Können wir zwar immer noch, stimmt. Aber das Wieso nächstes sagen Jahr wir noch nicht mehr? nicht. Das sagen wir noch nicht. Sagen wir noch nicht. Ah, Ich schon sag's bis dir nachher. Artist. Ich sag's dir nachher. Okay. Gerade am Anfang Hook alle so. Oh, genau. Es Response wird es nicht mehr geben. Offiziell. Wenn er geht, jetzt kein mehr. SRF gibt es nicht mehr. Geil. Es ist ein Tag nach dem Cypher. Und wir sind alle gestern am Cypher gesehen. Der Alpi mit uns am Tisch als Bounce-Papi. Richtig. Hast du viel mit Cypher an sich zu tun? Oder ist das eher etwas, was Pablo und Ivo... Der Ivo ist der externe Produzent vom Cypher. Und er tut mit seiner Firma uns unterstützen in dem, schon seit Jahren, schon von Anfang an. Der Pablo ist komplett fürs Booking und für die Kommunikation mit den RapperInnen zuständig. Und ich bin einfach inhaltsverantwortlich auf Seite SRF. Das heisst, ich muss schauen, dass alles läuft in Koordination und Absprache mit dem Ivo und seiner Bude. Also ich habe schon relativ viel mit dem Cypher zu tun. Aber das meiste machen Ivo und Pablo. Ja. Und wie ist aus deiner Sicht das Jahr abgelaufen? So ganz oberflächlich? Hey, für mich war es im Fall der smoothste Cypher ever. Ich habe allen gesagt, im Vorfeld es war alles sehr ruhig gewesen. Und es ist wie so, das Team ist sehr eingespielt und es hat einfach alles irgendwie wie am Schnürli geklappt. Das ist krass. Ist es der Cypher, der am wenigsten Verspätung hat? Nein. Nicht? Nein. Also Verspätung überzogen meinst du? Ja. Nein, letztes Jahr war es weniger, glaube ich. Sogar? Ja, das Jahr haben Krass, ich wir... habe das Gefühl, letztes Jahr war mehr gewesen. So vom Gefühl her. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, so 20 Minuten überzogen. Ich bin nicht sicher. Das Jahr eine halbe Stunde. Aber es war im Fall wirklich smooth gewesen. Es war wunderschönes Wetter gewesen. Die Leute sind voll gechillt drauf gewesen. Wir haben genug Essen gehabt, genug zu trinken für alle. Das ist auch nicht Ja, so gewesen. Ist Hast du das gegessen? 4. Jahr in Folge, wo ich immer noch nicht den Chicken gegessen habe. Das ist traurig. Hast du gegessen? Ja, sicher jedes Jahr. Ist geil. Bro, 100%. Das Jahr hat er sogar noch Brot dazu gegeben. Shit. Und Brownie? Ja, Brownie jetzt auch noch Dessert. Also ich muss sagen, das ist ja glaube ich noch ein Rezept von Pablo, oder? Also Brownies macht Pablo selber. Chicken, die Chicken Marinade ist, und so. ist sein Rezept. Ja. Okay, also an dieser Stelle, seit ich ihn auf Insta habe, ich sehe kranke Sachen, die er kocht. Und ich kann euch sagen, es sind sehr viele Leute gekommen, ja Bro, kostet Chicken etwas? Und ich so, Bro, ist gratis und so. Aber kann da auch etwas? Ich so, Bro, nimm. Glaub mir, es ist krank. Es ist ein Rezept von Pablo und so. Und ich weiß nicht, wieso die Leute so ein bisschen, okay. aber mal jetzt probieren, es ist so, Alter, ist krank, man. Ja, das war geil. Wieso hast du nicht gegessen? Hey, es hat mich jedes Mal angeschissen, anstehen und warten irgendwie. Hat es viele Leute gehabt? Jedes Mal, nein, aber sie haben jedes Mal gesagt, es geht so 15 Minuten. Ah. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ja, also komm, mach einen, ist noch jemand gekommen und gesagt, ey, der läuft jetzt, komm. Du hast keine Geduld, Immer weg, ich habe keine Geduld. Nein, aber der Chicken hat das mal nicht Pablo gekocht, aber er hat über den anderen gekocht und gegessen. Ja, sicher. Auf das können wir gerne drauf eingehen. Ich will einfach schon sagen, ein grosser Respekt an dich und dein Team, als Bounce-Team und vielleicht auch an Ivos Team, ist wahrscheinlich auch Teil davon. Nicht vielleicht, ja. Also er ist auch Teil davon, dass sie einfach, du hast heute am Morgen, gestern, bis hast du das einfach gelaufen, bis am 10 Uhr? Bis am halb 11. Ja. Okay, sagen wir bis am 11 Uhr. Gestern am 11 Uhr war er fertig gewesen, und heute am Morgen am 8, 9, 10 hast du schon Videos online gehabt. Vorgestern. 10:45. Ja, wir sind alle... Also grosser Respekt euch. Ich glaube, wir haben kein klatsches Dings, aber Shoutout wirklich als ganzes Team, dass die... Weil, ich sage jetzt ganz ehrlich, wenn jetzt mein Arbeitgeber kommt und sagt, ey, du bist wieder in 3 Stunden auf der Matte, wir müssen wieder, leg du meine Eier. Danke. Aber wir sind wirklich ein Team, man sieht, es ist krass Respekt und Applaus für euch.
Danke. Ich gebe gerne das Team weiter. Ja, das Ding ist, wir sind irgendwie alle hure spät im Bett nach dem Cypher. Also ich war um 2 im Bett gewesen, und dann das Ding, ich kann doch nicht pennen nachher. Ja. Weil ich habe noch keine Parts gesehen. Voll so. Adrenalin und so. Und du liegst im Bett, nachher ziehen wir Parts rein, bin um 4 Uhr eingepennt, irgendwie um 6:30 hat der Wecker wieder geläutet. Geil. 2,5 Stunden. Aber ja, es ist dann aber auch geil. Es ist dann sowieso Sport. Weißt du, am Tag nach dem Cypher ist immer so, okay Leute, letztes Jahr haben wir den Rekord geknackt, das Mal knacken wir dann nochmal. Ja. Und dann so, weißt Stimmt, du, was, letztes Jahr ist 11:30 alles online. Ich glaube, 11 ist alles online. Ja, und jetzt 10 vor 11. Krass. Ja. Jedes Alle Jahr, wenn der Parts. vorher online, also immer einen Rekord brechen. Ja, Bro, irgendwann pass auf, wird's dass schwierig. keiner von deinen Mitarbeitern bei der Uni snitcht oder so. Man. Ja. Aber das ist ja das Geile am Cypher. Das machen alle hure gerne, es sind alle hure motiviert, und ich glaube, das ist auch, so funktioniert auch ein geiles Team, wenn alle Bock haben. Und ich meine, wir sind gestern 35 Leute gewesen. 35 Leute, die alle eine Funktion haben am Cypher und rumsäckeln und machen und ihr das Beste geben. Und jeder Einzelne ist hure wichtig, und jede Einzelne macht ihren Job 10 von 10, und nur so kann ein Event richtig geil sein. Crazy. Wer auch von dem profitiert, immer vom Cypher, ganz klar ist Dieci. Hey, wir machen da keine Werbung. Ja, aber man muss ja sagen, du hast deine Story gemacht, Bro. Immer am Cypher kommen so extra- 2-3 Autos vorbei. Und ich weiß extra- genau, der Alpi hat bestellt. Ich habe extra ein Logo zensiert, und jetzt sagst du das so. Ja, Bro, es ist. Weißt du mal. Das ist okay. Ja, nein, die sind so. Es war lustig. Jedes Jahr bestelle ich für eben 44 Pizzas, habe ich gestern bestellt. Und ich bestelle dann so online, und die ersten paar Jahre haben sie immer so gerade angerufen. Du hast Bist Bestellung, sicher hast und so so? senden, und dann nach 5 Minuten kommt das Telefon, und sie so, ist ein Fehler? So, nein, alles gut. Sie so, bringen. wenn wir da kommen, du bist nicht dumm, wir ficken. Ja, genau. Und dann gestern ich wieder so online bestellt. Dann kommt nichts, kein Telefon. Ich so, shit, komisch. Wir haben gewusst. Nachher ich proaktiv angerufen, ich so, hey, ich habe Bestellung gemacht und so 44 Pizzas, ist das gut? Sie so, ja, du hast letztes Jahr abbestellt, oder? Ja. Ich so, ja, okay. Du bist in der Budgetplanung, Bro, mittlerweile. Die so, look, egal was passiert, im April kommt eine fette Bestellung. Ja, es ist vielleicht die gewesen, vielleicht ist es Domino's Pizza gewesen, vielleicht Ja, ist es vielleicht ist ein Kurt von nebenan gewesen. Jannis, was weiß ich, es gibt noch 100 andere, keine Werbung. Kein Mann. Aber wir sind jetzt heute vor allem da, um über den Cypher reden. Yes, gehen wir drin. Habt ihr euch alle Parts, die ihr relevant gefunden habt oder die euch interessieren, angeschaut? Nein. Ich habe keine Zeit gehabt, um alles zu sehen, aber die wichtigsten glaube ich schon. Ich habe alle nur einmal gesehen, darum Ja. ich muss auch mal ein bisschen schauen, Ja. aber ich kann schon mitreden, glaube ich. Ja. Ich habe auch die gesehen, die mich interessiert, und ich habe gemerkt, dass wir eigentlich jedes Mal einfach mal all die Französisch reden, einfach mal nicht keine Relevanz geben. Wir reden nie über die Spuren, schade, das kann ich auf Französisch reden, vielleicht müssen wir mal mit dem Pablo machen oder so nächstes Jahr. Vielleicht hat er 2 Brocken Französisch. Aber die ich verstehe und die ich auch fühle, aber auch die ich zum Beispiel nicht würde, lasse ich mir auch geben. Und ja, ich habe 1, 2 Sachen im Kopf, ja. Ja, und das ist ein kleiner Disclaimer noch. Genau, wir verstehen die Sprache Italienisch und Französisch nicht. Und Voll. ich finde irgendwie zu geilem Rap und zu Hip-Hop gehört ja auch Lyrik dazu. Darum kann ich da gar nicht gross mitreden bei dem. Aber ich habe mir trotzdem ein bisschen reingelassen, wenn wir gerade über das reden. Also bitte, ich habe mir da ein paar, also ich habe es so gemacht, ich habe ein paar, Du hast Notizen gemacht, hä? krasse Mentions aufgeschrieben, wo ich so finde, über die könnte man reden. Auf Französisch? Nein, einfach von allen, wo mir so aufgefallen sind. Okay, ja, safe, ja. Was ist das jetzt für eine Liste mit Frauennamen und Benotung nebendran? Nein, nimm das raus. Ja. Nimm das raus. Bro, Nein, Bro, das macht ist blöd er hat schon Schlimmeres von mir gehört. Gut, anyway. Dann habe ich noch so ein paar Big Things angeschrieben, so Meilensteine. Weil ich bin das mal aus dem Cypher heimgegangen und ich habe so gedacht, krass, das ist der ernüchterndste Cypher, den ich je erlebt habe. In welchem, also für Die dich? Artists meinst du? Ja, also ich habe gedacht, ich habe mich gefühlt, das Line-Up war eher wack gewesen, das Jahr. Vorher? Oder Nein, auch nachdem ich nachher? gegangen bin. Ja. Es ist wie so nichts passiert, wo ich so krass gefunden habe. Und dann, als ich daheim war, bin, ein bisschen reflektiert, ein bisschen Sachen nochmal angeschaut und ich muss sagen, nein, nicht. Es hat schon ein paar Highlights gegeben. Ich glaube im Fall, wir sind uns halt langsam gewöhnt. Letztes Jahr haben alle einander disst. Krass. Und irgendwie vorletztes Jahr war das gewesen und der und so viele krasse Überraschungen. Und man gewöhnt sich halt daran, dass die Leute so gut sind und dass sie performen. Oder man gewöhnt sich daran so viel Disses und dann will man das nochmal und erwartet das nochmal. Und wenn es dann halt nicht so kommt, in dem gleichen Ausmaß, dann bist du dann wie so ein bisschen enttäuscht. Aber wenn es einfach genau los ist, ich habe das Gefühl, die Qualität der Parts ist massiv auf. Also die Leute geben sich mega Mühe beim Schreiben.
Zero hat müssen gehen, ja? Zero, nein, gar kein Fenster zu machen, der Löwe. Also ich muss sagen, für mich sind ja die Traum-Cyphers noch so die Zeiten, wo, wie soll ich sagen, Mann, wo irgendwie Luzern, weißt du, so als 041 zusammen auftritt und 15 Minuten lange Parts macht. Ja. EFM 18 Minuten lange Parts macht. Das ist lang her, aber gell. Ja, Bro, aber auch fair. Aber auch, weißt du, wo dann kann ich eben, ich meine, beim EFM-Part kommt dann Nemo, Loleduc und eben Tommy Desmonilio. Dann gibt es so die Parts von PS, weißt du, wo Physical Shock 20 Minuten lange Parts gemacht hat. Ja. Bro, also das sind für mich halt noch, wenn ich die Videos heute noch anschaue, denke ich so krass, Bro. Das geht schon weniger, ja. Es ist jetzt immer also, so weißt, 1, 2, 3 Minuten, vielleicht 4 Max. Voll. Und ich check's auch. Aber auch dort, der EAZ, dort merkst du auch, er ist noch so ein kleiner Junge, der voll Hunger hat und so, weißt du. Und das finde ich irgendwie schade. Das habe ich das Gefühl gehabt, das gibt es weniger. Aber es ist doch der Hunger nicht. Die Jungen kommen schon und sind hungrig und so, aber wir haben einfach, also sorry, no front an niemand, aber es ist keiner so talentiert wie die damals. Also, ja, wenn wir zu der, also wenn ich jetzt so im Vergleich so die alten Cyphers anschaue von 2018, 19, da ist wäre lyrisch kränker unterwegs. Dort sind Parts geflogen und Sachen gesagt worden, ohne jetzt irgendwie mit Namen auf jemanden gehen, weißt du? Wo du denkst, Alter, was für ein Flow, was für ein Rapper und so. Und jetzt kommt einfach jeder. Und entweder disset jemand oder sie rappen etwas an, so, sie präsentieren sich einfach so, schau wie krass mein Umfeld ist, also einfach Rap, weißt du, so Strassenrap, so, schau was ich drauf habe. Und es ist schon geil, aber ich habe einfach jeder gefragt, ich so, wer das ist. Die meisten so, Bro, niemand. Einer so, ich habe etwa 70 Mal Knäckebull gehört. Der Bruder hat schon lange aufgehört zu rappen. Er ist auch nicht einmal erwähnt worden. Stimmt, ja, aber so also durch die Blume. Ja, er ist schon einmal, also ja, namentlich glaube ich sicher vom Gabu. Gabu hat auch alle disst. Er hat alles disst. Ja. Und der M2 hat natürlich auch gesagt, M2 hat auch gesagt, der Dude, den ich letztes Jahr disst habe, macht jetzt Kinderlieder oder so. Kinderlieder, irgend so etwas. Voll, aber eben, ich meine, noch früher, also eben so 16, 17, der erste Cypher war wann? 15, 16? Hey, es gibt 2 Theorien, aber eigentlich im 13. So. Und ich meine, man muss gleich sagen, der Cypher ist ja schon um einiges diverser geworden. Also wenn du jetzt sagst Strassenrap, das ist ja... Ist jetzt nur ein Teil, also ist ein, ja. Es ist immer noch ein sehr grosser Teil davon, aber nicht nur. Trotzdem habe ich mir so gedacht, so mal, aber mit jetzt wie so die Ang, weißt du, so die alten Väter, Onkel, die so sagen, ja, aber früher hat es anders so getönt. Gut, genau. Also, nur schnell zu dem. Ja. Ich glaube, es gibt wie so 2 Arten von RapperInnen, die an Cypher kommen. Es gibt so die wissen, okay, shit, ich muss mein Best Pen-Game abliefern. Ich muss richtig, jede Line muss sitzen. Und dann gibt es einfach die sagen, oh, ich schreibe einfach etwas, als wäre es ein fucking Mixtape und nehme den erstbesten Rhyme, der ihnen in den Sinn kommt. Ja. Und das finde ich dann einfach schade, weil du hast so eine krasse Plattform, so viele Leute, die sonst niemals dich pumpen würden, schauen dich dann. Und diese Chance musst du eigentlich nutzen und dann gibt es ein bisschen mehr Mühe beim Schreiben. So, aber du tust das auch einfach am SRF zur Verfügung stellen, gratis. Ja, das stimmt, aber niemand zwingt dich zum Kommen. Aber es ist schon ein bisschen ein Machtding. Also, weißt du, so. Bro, es ist so, das gleiche, die gleiche Diskussion habe ich auch schon mit meinen Cousins gehabt wegen Rap La Rue, die deutsche Plattform. Die sind ja auch. Die meisten Artists, die den Song veröffentlichen sie über ihre Spotify, über ihr YouTube und so. Und es ist halt wie so... Mit ihres meinst du von La Rue? Ja, genau. Und das ist wie so das Gehen und das Nehmen. So die einen Plattform und Reichweite und könnt ihr an einem Ort etwas geben, wo vielleicht nicht jeder hören würde. Und zum anderen ist einfach eben, du bist dort und dafür tun sie deinen Beat und halt einen Clip von dir machen als auf YouTube. Es ist das Gehen und das Nehmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass im Gegensatz zu Rap La Rue, ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand, der bei SRF voll durch die Decke geht, oder gehen würde, vielleicht beim ein oder anderen Label jetzt für so für, weißt du was, du mal rufen, weißt du? Ja. Oder hat das mal Nein, ich sehe schon, was ihr meint, aber ich finde einfach wie auch so, ja, ich check den Ansatz auch, dass man so findet, gut, ich wollte jetzt da nicht meine Woche lang schreiben, weil es halt einfach wie so nachher halt nicht... Ja, aber so viele Beispiele, wo Leute ihre Cypher-Part als riesen Sprungbrett haben können nutzen und nachher durch die Decke sind. Ja. Und du kannst ja auch nachher den Cypher-Part aufnehmen und ja, Spotify. Ja, Manilio zum Beispiel. Also wenn es dein eigener Beat ist. Ja.
Aber eben das Cypher-Ding, der Gedanke, oder du pickst einen Beat, kannst irgendeinen Ami-Beat nehmen, Mixtape-Style, ich spitte, ich mache fertig, ich sage, was ich zu sagen habe. Das ist ja echt der Grundgedanke und einfach das Zusammenkommen und ja, es muss niemand kommen. Also, ja. Aber das ist schon etwas sehr Schönes. Es ist so ein Querschnitt und es kommen so viele Leute zusammen. Von der ganzen Schweiz. Und es ist ein Networking und ein Rudelgewichse zwar, aber es ist auch geil. Es ist auch, schau mich an, ich habe den krasseste Style, ich bin der Geilste, ich bin... Ja, gewisse sind gekommen, wieso keine Ahnung, Mann. Ich habe das Outfit vor 3 Monaten gekauft und heute gehe ich so an Cypher. Mehr Mühe für Russen als für den eigenen Part, aber egal. Ja. Aber genau. Romandie und die Chinesis oder halt alles südlich. Ja. Was haben ihr da irgendwelche... Also ich muss sagen, ich sleep ja unchillig krass auf den südlich vom Röstigraben Sound. So. Hey, ich höre es auch nicht so viel, aber gestern habe ich auch nicht so viel gesehen, aber Dime ist mir hure eingefahren. Dime ist... Also, habe ich richtig gecheckt, das ist ein Track, den er jetzt veröffentlicht. Bro, er hat 17 Minuten gerappt. Wann ist das Mixtape? Ja. Er hat sein Album schon veröffentlicht, bevor es online kommt. Ja, und also, sie sind ja krass gegangen, was Energie angeht und so. Das ist schon wild. wild. Das war geil. Ich habe das richtig gefühlt. Und auch mit so geilen Samples und so, The Rhythm of the Night und dann so, so ein bisschen Halligalli auch. Und dann aber wieder voll Rap und so. Das ist schon sehr geil. Das Problem ist einfach eben, was du sagst. Ich verstehe schon Französisch, aber wenn es Musik ist, Rap vor allem, wird es super schwierig. Und irgendwann, wenn du halt nichts mehr verstehst, klar kannst du appreciaten, geilen Flow, geile Beats, klingt gut, aber irgendwann hängst du einfach ein bisschen ab, wenn du nichts mehr verstehst. Oder? Absolut. Aber es war wild gewesen, oder? Also Dime ist etwas für mich Top 5, muss ich sagen. Wie sehen die es? Ich bin dadurch ehrlich, weil ich einfach absolut nichts verstanden habe. Habe ich erst, ich habe gesagt, es ist unfair eigentlich, dass man das so groß anspricht, also vor allem jetzt ich, aber ich einfach gar nicht mehr gegeben. Ja. Ich habe einfach, wenn jemand sagt, nicht da mehr, okay, check ich, aber ich habe mich so wie gefühlt, weißt du, wie so mit 18, 59 Cent los, du checkst einfach nicht, um was es geht, aber es geht ab. Aber du hast trotzdem 50 Cent gelost. Ja, normal, Bro. Ja, aber es geht ab, verstehst du? So, ja, aber Dime zum Beispiel geht auch ja, fix, aber was ich sage, er ist abgegangen nachher, ja, was hast du am geilsten gefunden, ja, dort, wo er das gemacht hat? Du so, man. Ich habe auf jeden Fall gefunden... Was sagen dir, ihr habt vielleicht gelost? Ja, nein, also ich meine, aber ich finde einfach so seine Delivery, beziehungsweise seine Attitüde habe ich so krass gefunden, Bro. Ja, voll. Finde ich auch. Oder? Also er ist einfach so rumgesehen und ja. Aber im Fall, die Romans haben doch allgemein einfach so viel die geilere Attitüde und so, einfach die Aura auch. Ja. Sie sind viel mehr Stars als ja, haben die in der Deutschschweiz. Die griffen ja wahrscheinlich auch in den französischen Markt mit ihrer Musik an, nicht? Ja, fix. Ja, und wenn also, dort mal Fuß fasst, ist dann... Also eben ein Dime hat was, irgendwie 90'000 Follower oder so? Ja, auf Spotify wahrscheinlich. Also nein, aber ich meine, so. das zeigt ja nur schon, ja. Der Sound hat so viel mehr Potenzial zum crazy gehen. Ja, fix. Und dementsprechend kannst du wieso auch... Ja, die meisten weißt du, erstaunlicherweise haben die meisten immer mehr monatliche Hörer als sie Follower haben. Das heisst, der ist wahrscheinlich bei 50'000, 100'000. 87'000. Ja, können wir schon vergleichen, wer ist gross bei uns? Ja, Bro, der grösste, der zahlenmäßig kann. Sagen wir Mimix. Ja. Hat 40'000. Ja gut, aber er hat jetzt auch länger nicht mehr released. Das müsste vielleicht jetzt Sektion... Also Sektion. Vielleicht mal... Halt, Loco Drini. Oder Cachita oder so. Oh shit, das macht noch TikTok. Ja, TikTok. Loco hat 97'000. Ja, und die sind bei uns big. Ja, und die sind halt auch Festivals überall rum, ja. Ist krass, müssen wir eigentlich mehr hören. Es ist eben schon sick, aber eben, wir kennen das allgemein zu wenig gut. Ich muss trotzdem sagen, ich habe so 2, 3 Honorable Mentions von dem Blog, wo ich finde, Lum, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Lum. Ich habe es nicht gelost, I'm sorry, Lum. Auf jeden Fall auch. Je suis désolé. Auch da wieder habe ich gefunden, einfach so Attitude und wie es macht, habe ich sehr krass gefunden. Und dann die 2, Mario und Luigi da, die 2 Brüder. Matak und sind es das die? Ich glaube, die so voll abgegangen sind. Ja, die habe ich auch gelesen. Wie heißt die, Matak? Keine Ahnung, aber die sind sich voll am Ergänzen. Ja. So Breathwork und so, ich komme ja nicht raus. Aber krass, das hat krass gewesen. Matak und Funky Nano. Die 2 sind wild gewesen. Und der andere, der nachher so aussieht wie so ein Physiotherapeut. Gerade anschliessend. Kein Plan. Wer sieht aus wie ein Physiotherapeut? Bro, ist gerade nach reingekommen, so einen eher dünneren, auch krass abgeliefert. I don't know. Sorry, man, ich fühle mich, als hätte ich meine Aufzüge nicht gemacht. Nein, easy, aber... Er ist auch wirklich ganz, ganz frisch nach dem Cypher, weißt du? Du bist eigentlich gerade vom Arbeiten gekommen, vom Schneiden und alles gut.
Vor 24 Stunden hat er Tommy Gunn. Ah ja. Tommy Gunn. Ja. Aber ich check's. Das sind für mich, das ist jetzt für die Kommentare, die nachgeschrieben ja, aber was ist mit der Romas und was mit der... Wieso redet er nicht über den? Es mir leid, erstens Sprachbarriere, zweitens absolut recht, so, man müsste eigentlich mindestens nächstes Mal jemanden haben, der vielleicht 1, 2 französische Wörter kann übersetzen und auch Deutsch kann. Eben, kann der Pablo Französisch, ich weiß nicht. Ja, ich habe recht gut Französisch. Dann kann er kommen und dann auch uns erklären, Jungs, die checken nicht, der ist auch wild gewesen, wegen. Und dann hat er auch ihren Platz. Aber ja. Also ich glaube, was wir auch können sagen, die wir heute nicht erwähnen, ich glaube, das ist einfach, weil die wack sind. 100%. Ja, oder einfach keine Ahnung. Ich habe überlegt, weißt du, der ganze Cypher, der ist schon 6 Stunden gegangen oder so, 7 Stunden fast. Und jetzt versuchen wir es auf 1,5, 2 Stunden irgendwie abzubrechen, aber ja. Nein, es geht gar nicht. 94 schwierig, ja. Ist schwierig. Man muss gleich auch sagen, so jeder, der sich überhaupt an die Mics antraut und traut, einen Podcast machen nach dem, was sich überhaupt traut im Cypher performen, mad respect, Bro, finde ich. Finde ich mega krass im Fall. Wirklich, also weißt du, vor allem, es ist die Anspannung, wenn du das erste Mal am Cypher bist und du bist so dort und es sind so Leute und du hast you only get one shot, do not miss your chance to blow. Wenn du verkackst, hast du verkackt, du hast keine, du kannst nicht nochmal anfangen. Das stimmt schon. Und ich finde, ich nehme es den Leuten gar nicht so übel, wenn sie sich verhaspelt haben. Ja, oder wenn sie so kurz einen Hänger haben und sagen, wieso, Alter, das ist, ich glaube, das Normalste, weil viele sagen da auch dort so, so, das ist, ich bin nervöser, als wie wenn ich jetzt an einem Auftritt wäre, weißt du, so blöd gesagt. Ich glaube, wichtig ist nicht, jeder kann mal verkacken und einen Fehler machen. Ich glaube, wichtig ist, wie reagierst du in dem Moment? Bist du dann so, fuck, voll drückst du dich mehr auf. Yeah. Oder versuchst du dich fangen und gehst wieder rein? Wenn du wieder reinkommst, Bro, dann hat das mehr vergessen. Respekt verdient. Ja. Vergesst auch Gott die meisten, was passiert ist. Genau. Sollen wir einfach mal... Soll ich einfach mal abrattern, was ich so das Gefühl habe, könnt ihr dazu, oder haben ihr eigene... Ich habe nur eine Frage, so wie wir gerade so waren in Romand und Tessin. Es gibt doch eine vom Tessin, sie ist gut. LEA. Ist die schon mal im Cypher gewesen? Ich glaube schon 2019 oder 2018. Ja. Letztes Jahr war sie. Letztes Jahr auch? Das Jahr leider nicht. Die ist einfach big, Mann. So viel ich weiss. Und auch ihre Videos und so, Bro. Die ist krank, Alter. Ja, ist krass. Bro, ich habe das letzte Mal laufen lassen. Also vor 1, 2 Jahren habe ich sie zum ersten Mal so entdeckt und dann hat so einen Song, Bro. Ich habe ich so, Alter, wie krass. Aber look, es ist noch krass, weil du sagst, ja, wenn ich es nicht verstehe, aber wenn es eben richtig krass ist, dann ist es egal. Fair. Voll, dann ist es wirklich krass. Music is no language, man. Check. Ja, normal, ja. Also, wenn sie dort gewesen wäre, hätte ich einen Fan-Moment gekommen. Sie ist wirklich krass. Sie ist krank. Ich glaube, sie ist im Fall auch bei Universal Italien unter Vertrag. Ja, macht auch mehr Sinn, Alter. She wild, Bro. Ja. Okay. Gut. Unsere Zürich-Rap-Urgesteine. Ja. Die im Mixblock gekommen sind. Bass. Wobei Bass ist nicht Zürich, Bass ist Bern. Bern. EKR. Und Lo. Ja. Sagen wir mal, ich nehme mal die. Und die Ludwig, ja? Zürich 2 kommen von Bern. Ja, fair. Fair. Aber also die auch die Urgesteine. So. Ja. Was ist eure Meinung? Wo fangen wir an? Ich finde, alle 3 sind krass gewesen. Ich kann auch mit dem Notenständer. So das geil. Das ist so wild. So und der Lesebrille. Notenständer und Lesebrille. Ja, und einfach, er zieht einfach seine Art durch. Voll. Weißt du, und die Art hat er seit fucking 30 Jahren. Absolut. Und es ist immer noch geil irgendwie. Es ist so eigen, aber manchmal ist es so ein bisschen, denkst du so, okay, irgendwie, da ist der Flow ein bisschen holprig und so, aber irgendwie kommt er dann, er überrascht immer wieder mit ultra cleveren Lines und so. Und du bist so, wow, es ist voll geil. Also ich finde das so. Ein König regiert. Er hat sich auch 2, 3 Mal verhaspelt, zwar, gell, muss man sagen, aber auch da, ich gefunden, so, kannst du voll drüber schauen. Und der hat Rap einfach im Blut, man, der lebt das. Er lebt das voll und das spürst und dem ist scheißegal, wenn er mal allein verkackt, der macht einfach weiter, als wäre nichts und so. Das ist einfach King. Ich habe einfach Bass unglaublich krass gefunden. Geil gewesen, ja. Bass war so fucking krass gewesen. Geil gewesen. Wirklich. Ja. Wirklich. Und auch der lebt das auch. Weißt du, die sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ja. Und der Bass hat Geburtstag gehabt. Hat er? An dem Tag, ja, er hat Geburtstag gehabt, also gestern. Und er hat gesagt, ja, weißt, ich bin jetzt da schnell im Mixblock gekommen, weil ich rap schnell muss zurück zu der Familie. Okay. Das ist Hip-Hop, Bro. Ja, geil. Wirklich geil. wild. Und der Lo ist einfach sick, Mann. Bro, Lo ist fucking sick. Ich bin immer wieder überrascht, wie krass die können, also die will auch der Löding und so, aber einfach wie die können freestylen. Oder einfach wie die können so weg von dem Popel und einfach einen raushauen. Ja. Bro, ich sage, Lo ist, also am Lo kannst du nicht sagen, er ist, also weißt du so. Ja, safe. Ich meine,
Sorry? Sag. Ich meine mehr so, wenn du jetzt an ihn denkst du nicht zum Beispiel... Ja, ich weiß, was du meinst. Aber dass er dann an Cypher kommt und einfach so kann... Schnell, bitte. Bro, aber der Lo kommt ja aus dem Battle-Rap. Es gibt so, der hat früher halt all die Freestyle-Battles und so, hat er ja dominiert. 6-fache Schweizer Meister. Also musst du einfach mal schauen, so Zeug aus 2007, ich sage ihm seit 3 Jahren. Schau. Er zerpflückt jeden auf sagen wir gerade allen, Bro. Schauen wir alle zusammen, jeder so jetzt, wo das los ist, soll einfach mal schnell den Logo abchecken, Freestyle kann nachher auch abchecken. Ja, und der Lo ist vor allem immer, der Lo hat immer hure Klasse gehabt. Er hat nie irgendwie, also vielleicht stimmt es ja nicht, aber so viel ich mich mag erinnern, er hat nie Mütter gefickt, er ist nie auf so der gute gegangen, so der Battle Rap, das was den Leuten als erstes in den Sinn kommt. Ja. Er hat immer hure clevere Lines gehabt und das macht ihn für mich zu S-Class-Rapper. Hey, und ich bin ehrlich gesagt recht überrascht, wie politisch er war. Stimmt, ja, er ist voll drin. Weil das habe ich so, ich bin jetzt falsch, aber das habe ich so wie so... Letztes Jahr hat er das auch gemacht. Auch, okay. Ja. Aber er ist sehr stark drin. Das ja ein paar so wegen mentale Gesundheit und Politik und so, ja. Voll. Das ist einer von meinen Big Things, die ich aufgeschrieben habe. Es war ein sehr politischer Cypher. Voll. So natürlich mit dem ganzen Fauxpas vom SRF mit... Der Ausrutscher. Der kleine Ausrutscher, den er hatte. Vorher ich steige ins Auto, nachher sagt er so, hey, wie meint eigentlich SRF das? Ich so, Bruder, bin ich Repräsentant? Ich schwör, was bin ich, Ambassador? Ja, wirklich. Ich sage mir, ich nehme es weiter und ich gehe zu meinem Bruder, der CEO, ich sage mir, der Josh hat gesagt. Ja. Ich schäme dich ein bisschen. Also erstmal Get Vogue. CEO ist die Schwester. Aha. Ja, macht kein bisschen besser, Mann. Angela Merkel, Mann. Genau, aber sonst auch Lo. Also der erste Part habe ich... Der zweite Part war vor allem sehr politisch. Ich glaube, der erste Part war auch wild. Es ist so darum gegangen, dass er als weißer Cis-Mann mega bevorteilt ist im Leben. Habe ich noch stark gefunden. Ich finde es auch krass, auch, also wegen weißer Cis-Mann und so, wo darüber rappt, dass er halt so Privilegien hat und auch, dass im Leben er rappt, zu dem kann man auch später dazu, aber M. Mo sagt das auch. Er sagt das, glaube ich, immer wieder, jedes Mal, wenn der Cypher kommt, wie so zum Klarstellen, hey, ich weiß um meine Privilegien und ich finde es, weißt du, ich verstehe es und ich sehe neu und so. Heftig. M. Mo ist für mich auch Top 3. Ja, der ist auch krass gewesen. Der ist auch krass gewesen, das Jahr. Nicht gesehen, I'm sorry. Bro, der musst du wirklich geben. M. Mo war sehr, sehr, sehr geil gewesen. Ja. Eben unter anderem, also er hat 2 Parts gemacht. Im zweiten Part hat er über seine Zeit, wo er auch da im Podcast gemacht hat, einen Part gemacht über seine Verhaftung in Masferiata. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auch ein sehr, sehr tiefer Part, aber der erste Part, eben, wo er, ich müsste jetzt zwar nochmal hören, um genau zu sagen, aber er ist auch drin, Bro. Er ist auch drin. Und er hat irgendwie gesagt, ich pisse aufs SRF oder ich scheiße SRF, aber ich bin trotzdem gegen die halbe Initiative. Also weißt du, so, aber irgendwie, eben, und die ganze Thematik mit der jungen Tat aufgegriffen, sehr elegant, sehr geil. Darum für mich auch einer von der, also wirklich gehört zu den Top 5 für mich. Also ich höre alles noch, einfach so zu sagen, dass die nicht Leute denken, der hört ja nichts, der macht das, aber er hört nichts. Aber ich höre alles noch, aber es ist wirklich 24 Stunden nach dem Cypher. Nicht einmal, ja, mit Vorrat. I got you. Aber wenn wir jetzt noch schnell wenn wir jetzt ein bisschen so zu Zürich Urgestein gehen, wo ich vorher... Oder wenn wir vielleicht von Mixed, einfach, dass man weißt, so, wenn man zum Beispiel so nach Blöck geht, wenn man einfach mal... Also ich habe es mir jetzt nicht nach Blöck aufgeschrieben. Weißt du im Kopf noch, wer im Block war? Nein, einfach, weißt du, jetzt nach einem Mixed wäre ja Bern. Genau, aber es gibt noch ein paar, die im Mix waren. Zum Beispiel, im Mix, okay, sorry, excuse. Ja. Hey, wegen Zürich, Urgestein, sorry. Nein, aber ich meine nur, ich weiß zwar nicht, ich eigentlich auf den Sulaya. Der ist, glaube ich, erst am Schluss gekommen, oder? Nein, ich weiß gar nicht. Ja, wir können gerne über den Sulaya reden. Sulaya ist ja, der ist so ein Kriegermann, der hat irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Aber der hat eigentlich nicht kommen, aus Gründen zuerst, und hat dann irgendwie am Abend vorher noch mit dem Pablo telefoniert. In der Nacht, Bro. Ja, am 1 am Morgen hat er mit dem Pablo telefoniert. Oh, shit. Und am 3 hat er angefangen, seinen Part zu schreiben, hat er gesagt. Ja. Und ist gekommen und hat ihn fucking gespittet, als hätte er noch nie etwas anderes. Aber auch krass, dass der Pablo am 1 am Morgen kannst erreichen für etwas, was am nächsten Tag ihn kaputt machen wird. Gut, der Pablo schreibt auch so in der Nacht seinen Part. Vor dem Cypher. Ja. Also, der ist wach bis um 5 Uhr morgens vor dem Cypher. Bro, Sulaya ist für mich einer, wo einfach es gibt keinen anderen Rapper, der konstant am Cypher abliefert, wie der Sulaya, Bro. Ja, mega. Ja, Suli ist schon ein paar Mimix zum Beispiel. Aber ja, Suli ist sicher. Ja, aber also Suli ist wie so, jedes Jahr ist er rum, er macht jedes Jahr kranke Lines. Und ich finde,
wirklich so schwierig, zum auf das Level von konstant geil abliefern zu kommen. Ja, voll. Aber ich habe eine Frage. Was reimt sich auf Rosenkranz? Was hat er gesagt? Zum Glück, ich habe wieder mal einen... Was hat er gesagt? Wieder mal Was reimt sich auf Rosenkranz? Ich habe wieder einen Cypher überlebt. Gott sei Dank. Oder Irgendwie so. so, das ist das zweite Mal. Das erste Mal hat er gesagt, ich habe einen weiteren Tag überlebt, Gott sei Dank. Irgendwie so. Bro, wild, Zuli. Und der Sultan von Zürich. Bro, Bruder. Sultan von Zürich? Der Nice. Aha, ja. Bruder. Einfach wieder auch so ein konstanter Cypher-Rap. Für mich ein Cypher-Rapper, man, der steppt rein, alle Eyes on him, riesen Aura, er ist ruhig, aber er jede Ziele sitzt, man. Er hat ein paar kranke Ziele gehabt, ich weiß nicht mehr genau welche, aber eine war, mein Bro, du brauchst kein Gesichtstattoo, du brauchst einen Job. Also ich habe es ganz schlecht gegeben. Ja, aber weißt du, so der... Das ist und da hat er gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben. Oder, wieso bist du Rapper? Du bist Rapper, wieso bist du mit dem Bus gekommen? Ja, du bist ja, irgendwie so. Und dann hat er noch gesagt, man, ich poste einen Scheiß, gebe einen Fick auf Likes. Schau, wir haben es geschafft, mein Sohn gibt mir Rich Kid Vibes. So geil. Der Ace, Bro. Der Ace. Ich habe ihn ja... Also ich höre ihn ja null. Und nachher hat der Erste gesagt, Bro, er ist krass und so, musst du ihm mal geben. Nachher habe ich eben gestern nach dem Cypher, weil vor Ort eben musst du Headset haben, damit du es gut hörst. Ich so, komm, ich gehe halt nach dem Cypher. Und ich muss sagen, so, er hat so ein bisschen die Dings-Vibes für mich auch. So ein bisschen, mir ist nicht wichtig, dass ich jetzt Drill mache, mir ist nicht wichtig, dass ich jetzt das mache, sondern ich will zeigen, dass ich kann mit Wörtern umgehen wie ein Kranker, wie ein Gestörter, weißt du? Ja. Und das ist so einer, der so auf Oldschool-Beats und nachher auch schon wieder dort hängt, weißt du? Du siehst so, mit dem Bandana auf dem Kopf. Er ist Songrapper, Bro, gell? Nur so. Er so, ne, Brüder, so, weißt du? Und es haben mir so Vibes gegeben, wie so, du hast gewusst, der lebt für den Scheiß. Ja. Hat er gewusst, er ist Kenneck? Er ist, was ist er? Er ist Türk. Er ist Türk? Ja. Der Nice ist Türk? Ja, 100%? Er heißt Dennis. Krass, ist er 100 Pro oder ist er so vielleicht? Weiß ich nicht. Okay, das macht es auch aus, aber ja, krass. Ja. Krass. Sick. Ja, ich habe mir gedacht, weil er hat so mit gewissen, also nicht mit türkischen Wörtern, aber er hat so Pitschku, Mater und solche Sachen und so. Und ich der Sultan vom Bosporus nennt er sich auch. Ah, was? Ja. Der Nice ist wirklich krank. Krass, also ich habe den Part auch heftig gefunden. Vor allem eben das mit dem, mein Bruder, du brauchst kein Gesichtstattoos, du brauchst einen Job, Mann. Ja. Das ist wirklich... Einfach allein, aber Message ist deep. Ja. Er ist wild. Gut, wer haben wir noch in diesem Ecke gehabt? Im Mix oder jetzt in Zürich? Hey, keine Ahnung, Bro. Also schau, weißt, im Mix haben wir noch, also ich gehe jetzt einfach mal runter. Lo, Matak und Funky Neno. Haben wir alle schon gehabt, ja. Tommy Gunn, Noah Valentine. Noah Valentine habe ich auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Erzähl, das ist auch noch im Mix. Noah Valentine. Nein, nicht gelesen. Scusi. Er hat so grüne Haare gehabt, glaube ich. Ich weiß nicht, was seine Pronouns sind. Ja, stimmt. Das ist der, wo mit dem, also es ist sie... Das ist, ich glaube, wir machen jetzt... Das ist die Person... Neue Valentine. Wir sagen einfach Neue Valentine. Neue Valentine ist die Person, die mit dem Nemo... Sorry. Wo mit dem Nemo unterwegs war, oder? Wo hinter dem Nemo gestanden ist, aber vorher... Aber wo nach ihm gerappt hinter Nemo gestanden ist. Ey, können wir kurz chillen? Bitte. Ist doch nicht, also ich sage jetzt, Noah Valentine. Neu steht. Er steht Neue Valentine, Bro. Mann, der soll sich ficken, Mann. Bro, nein, chill jetzt. Neue Valentine, ja. Gut, also Neue Valentine. Ja. Genau, vom Aussehen her hat neue grüne Haare gehabt und so braune Nägel, angemalte. Ja. Ist reingekommen und da hast du nachher schon mal gerade gesehen, den Live-Chat. Ah, ja. Weißt du, so, der Vibe. Gut. Ja, okay. Ist reingekommen und dann hat er in seinem neues Part angefangen mit meine Homies sind alle vom Spektrum. So lustig. Sorry, legal. Er hat ein paar krasse Lines. Hat ein paar und Name Drop. Und hat Zira-Tist, Enter the Circle-Tist. Enter the Circle auseinandergenommen. Wer ist der Circle? Das ist so ein Format, das Zira gemacht hat, wo es um Female Rap geht. Und Neue Valentine. Das, wo er sagt, nur. Wieso hat es nur Cis-Frauen? Ja, genau, ja. Und dann namentlich gegen Midas und Brio geschossen. Wegen sie rappen anscheinend, ihre letzte Part ist ja auf Hochdeutsch noch gesungen gewesen, so ein bisschen da reingegangen und dass der Brio
anscheinend rechte Lines hat. Ja. Ich glaube, es muss halt mir auch etwas, ja. Haben die nicht Same-Day-Response gemacht? Genau, nachher noch, genau. Ja. Und eben so wegen Transfeindlichkeit Ja, voll. geschossen. Auf jeden Fall, mehr Respekt, Ja. dass man Name-Drop macht. Ja, Und dass man also voll krass. krass. Er hat, sorry. Noe Wir hat wissen auch, ja nicht, was Pronouns sind. Ja. Noe hat auch gesagt, dass so wie Rapper oder Junge rasten einfach aus, wenn sie einen Mann mit, oder einfach wenn sie eine männliche gelesene Person mit Dings sehen. Mhm. Mit Nagellack und so. Und ich habe gedacht, Alter, gell? Leute rasten schon aus, wenn du nur das siehst. Ja, du hast ja gesehen im Chat, das ist einfach so. Haben ihr Nagellack da? Ich mal jetzt an. Krass, du bist so krass progressiv. Du bist so Bro, woke. sicher? Nein, sick. Tun ihr auch? Nein, also ich glaube, mir würde es persönlich nicht gefallen, nein. Ich glaube auch nicht, aber scheißegal. Also ich finde, bevor man seine Nägel anmalt, soll man auch schauen, dass seine Homies Einen Job haben. erstens einen Job haben, zweitens keine fucking sexist people sind und nicht vergewaltigt so. Und nicht transphob. Und nicht transphob, so. rassistisch. Und nicht, sind einfach tolerant, Mann. Und dann könnt ihr von mir aus auch die Sind einfach Nägel Menschen. anmalen. Sind einfach- Aber mit dem ist es ja wie auch nicht gemacht, finde ich. Genau, Aber okay. gut. Willst du sonst kann ich gerade sagen, wer noch im Mix war? Sag mal, wer ist noch Mix gewesen? Der Mixblock hat zwei Dinge. Okay, dann haben wir T-Goat. Ja. Keine Ahnung. Project E.T. Oh, sexy. Ich bin ein Fan eben. Ja? Hast du es geschaut? Nein, nein. Ja, erzählt mal. Hey, Punchline Kings aus der Ostschweiz. Bro, kannst nicht haten. Ohne wegen, Scheiß. wegen dem Dialekt Ja. habe ich den beiden schon mal in die Fresse geschlagen, muss ich ehrlich sagen. Aber kannst nicht haten, Bro. Auseinandergenommen auf ganzem Level. Für mich ganz klar am Ringen mit ersten Platz, Bro. Ohne Scheiß. Ja, ja. Ich finde aber auch einfach so Top 3 wahrscheinlich. Top Ohne 5. Scheiß. Top 5 sicher, wahrscheinlich Top 3. Okay. Habt ihr gerade irgend so eine Line von Ich habe 3 Lines aufgeschrieben. Okay. Geil. Erstens. Ich weiss nämlich keine mehr. Erstens, der erste von Project E.T., wie heißt er? Epic. Epic. Epic hat gesagt, am Ende wird alles gut und eure Tour wird abgesagt. Das ist aber jetzt ein Schuss gegen das Bar. Bro! Gegen Sektion, nicht? Gegen Sektion, vollkommen. Am Ende wird alles gut, so heisst ihr das Album. Das heisst das Album. Logisch, ja, ja. Junge! Alter! Hast du niemand von Sektion Nummer gesehen, gell, an dem Abend gestern? Estella. Estella, ja. Also ich weiß genau, ich komme Der drin ist so, locker. Ich komme am nächsten Wir schicken dir jetzt 2 Lines, du musst jetzt die rappen. Aber der drin ist an der Nachbesprechung, das wird auch spannend. Ja, Was ist die eigentlich? spannend. Die wird heute aufgenommen, also am Freitag nach dem Cypher und kommt am Sonntag nach dem Cypher. Also eigentlich der Sonntag kommt der Podcast am Montag. Ah, okay. Dann ist So, die Nachbesprechung gestern rausgekommen, mit dem Drini, gehen schauen. ja, vielleicht hat er schon reagiert. Okay, krass. Einfach gegen also- Sektion geschossen. Muss gleich sagen, ich komme wahrscheinlich am Dienstag das Telefon über. Vom Okay. Drini. Hey, lass mal zu. Wieso gibst du denn Props, hä? Wieso Hey, machst du Drini, das? Wir küssen dein Herz, Bruder. Bro, ist auch, glaube ich, sportlich vor allem zu sehen, das Cypher. Aber Bro, Aber schon heftig, ja? Bro. Und dann hat er noch gesagt, einfach so ein Scheuchen. Jeder, der da auswendig rappt, hat viel Freizeit. Ich gönn's euch. Finde ich auch geil. Ganz geil. Krass, Alter. Ja. Einfach schnell alle ans Arbeitslos betreut, die einen kranken Part hat. Bro. Und dann haben sie einfach hast du mir nicht aufgeschrieben, aber auf lyrischer und auf vor allem sehr politischer Ebene auseinandergenommen. Wie heißt der nochmal, Entschuldigung? Der Epic Epic. und der Tackle. Ja. Und nachher kommt der Tackle, Bruder. Tackle Der hat ist auch- alles gefickt. Ja. Alles gefickt. Einfach auch seine Attitude. Was hat er denn so zu erzählen gehabt? Was hat er drauf? Wisst ihr Bro, gerade er hat namentlich die 3 Members von der jungen Tat Ja. erwähnt und Die sind ja, gesagt, glaube ich, auch drunter gekommen ich gestern. schenke euch einen Strick, Ja. so könnt ihr euch erhängen. Ja. Dann, er ist letztes Jahr kritisiert worden, wie er zittert hat an der Hand beim Rappen. Ja. Und er hat gesagt, ich drop die krassesten Lines und ich werde kritisiert wegen dem Zittern. So, was Ja. ist mit euch so? Voll. Bro, ich muss gerade nochmal hören, um überhaupt checken, Ja, ich was muss mir passiert den ist. vergeben, So. ja. Ich muss hätte jetzt mir auch Bock, vergeben. hören wir den nachher. Bro. Der Sicario hat ja auch, glaube ich, junge Tatis. Der Genau, so, aber- ich schlage links, rechts, bis er links ist. Ich schlage den Link links, rechts, Ich schlage links, rechts, bis er links ist. Genau. Bro, aber wirklich, Project E.T. insane, Bro. Krank. Okay, ich muss mir den Insane. geben. Also weißt du, so auch Props, wirklich Props, Jungs, Mann. Heftig. das ist der eine ist noch was, ein Oboe. Ah, Er studiert Oboe oder so ein stu- Scheiß. Ja, klassische Oboe oder so. Der ist voll Musiker. Musik, hä? Ja. Okay. Bruder. Ja, Okay, ganz dann krank soll ich mal gerade weitermachen. Bitte mach es besser so, Okay, Bro. Lito. Lito. Ja, Lito.
Ah, ist das nicht der eine, der bei den Newcomers mal Genau, der hat bei uns Newcomer-Wettbewerb gewonnen, wo wir auf... Ja, ist doch der albanische LC1. Ist er Albaner? Ich weiß es nicht. Oder so. Was hat einer gehabt, der hat wieder LC1 ausgesehen, einfach mit 2-3 Kilo mehr. Das ist von... wie heisst die, Mann? Von Ebengeil oder so ein Scheiß. Schlimm, Homie. Ja. Bro, die sind sicher verwandt miteinander. Ich sag dir, die sehen zu krass ähnlich aus. Ich habe ein paar Mal angeschaut und ich so, hä, Mann. Und er hat sich auch gedacht, was schaust du mir so komisch an? Okay. Liegt euch mir leider nicht gegeben. Hey, ich habe es mir, ja. glaube kurz gegeben, aber es ist mir jetzt nicht so geblieben. I'm sorry, Lito. Deine Sorry. Insta-Newcomer-Contest-Sachen sind besser gewesen. I'm sorry. Okay. Ja, sicher, Bro, alles sportlich, alles sportlich. Dann, ich hoffe, eben, sind wir nicht hässlich beim Namen aussprechen, Gabe oder Gabe. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, das ist, sorry. Okay, dann Riva. Habe ich auch nicht gelost. Kenne ich schon, habe ich aber jetzt glaube auch nicht gelost. Okay, same. Bro, Gigant. ich weiss nicht, wie gut das ist, wenn man jetzt einzeln durchgeht und nachher ich so, habe ich nicht gelost, habe ich nicht Okay, gelost. okay. Oder weißt du was? Ich mache so. Gibt es Okay. da jemanden, wo wir kurz ansprechen Benji Bonus Benji war auch Bonus. krass gewesen. Ja. Der hat ja letztes Jahr schon Hure abgeliefert. Ja. Ja. Und das Jahr auch wieder. Wie hat er seinen Part angefangen? Unchillig? Nein, unangenehm. Ja, weiß nicht. Hey, hat ganz, ganz krass gerappt. Auch unter anderem die eine Line war, beleidigst du meine Mutter, fick dir alles. Irgendwie. Also weißt du, so auch, Bro, er ist aus Baden, Ja. hat auch gerade das Album gedroppt. Letztes Jahr am Cypher alles auseinandergenommen. Das Jahr auch wieder ganz krasse Momente gehabt. Auch stabil, ich glaube 3 Parts oder etwa 7 Minuten gewesen. Ganz krasser Part. Hoffentlich ist er bald mal im Podcast, Bro. Ja. Ja, hast du ihn mal gefragt? Wir haben schon ein paar Mal geschrieben, wir müssen mal noch einen Termin finden. Sind ja sonst gerade noch etwas, da hat so ein paar Ergänzungen Genau. dazu gegeben. Und einen habe ich noch, den ich speziell erwähnen. Fucking OG Florin. Ja, OG Florin. Fucking OG Florin. Den kannst du einfach auch nicht haten. Kannst nicht haten. Kurt Cobain looking Polohofer ass, Bro. Kannst nicht haten. Fucking Alter. Nein, Bro. Hat so lange schwarze Haare, so ein fetter So schwarzer braun. Schnauz. Oder braun. Ja. Könnte schon Ich habe sein. mit ihm gehängt, wo du gekommen bist. Ah, der, wo nachher gesagt hat, der auf der Treppe. Nein. Ja, ja. Ah, okay. Bro. Ja, voll. Mad geiler Typ. Ich sehe zu Mega lieb geil. aus. Mad geiler Typ. Kannst nicht haten. Geilste Line vom Cypher. Also eine von der geilsten Lines von ihm. Meine Schwester meint, ich sehe auf dem Spektrum. Wenn mich dies ist das Ableist. So geil. So geil. Fucking Polohofer looking Stabil. ass, Alter. Ich liebe den Dude. Stabil. Also ich verstehe, wenn man nichts anfangen kann mit seinem Sound, aber Ja. Bro, als Mensch ist der nicht hatebar. Bro, also weißt du, von mir aus mit seinem Sound, wenn du sagst, ich kann nicht damit anfangen. Bro, er hat so einen breit gefächerten Sound. Also weißt du, er spielt ja selber noch Bass Ja. in der Band oder mit der Melodie Symphonie zusammen. Weißt du, hat zum Beispiel den Song mit Kachito und Luke. Ah ja. Weiß nicht mehr. Hat abgeliefert. Im Mai kommt sein neues Album, wo er also ein bisschen auf dieser Indie-Punk. Ist das sein Manager oder Bro, was? ich fühle. Er macht geilen Sound. Und er ist Wo real as ist fuck. er? Ist er so von Zürich, Er ist Aargau? Zürich, Nein, Bruder. Zug. Zürich. Nein, ist doch Zürich, Bro. Okay. Vielleicht auch Zug. Aber ja, Ja. I don't know. Ja. Okay. Weil er hat schon so einen, er hat nicht einen 100%igen Zürich-Dialekt. Aber ja. Ja, es könnte schon das Zeichen sein, dass er nicht von da ist. Okay. Heftig. Oder einfach einmal einen zu viel geraucht, Bro, kann auch sein. Kann auch sein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir vom Mixed gerade in den Basler Block. Bro, ich kann dir jetzt sagen, ich kann nichts Gutes darüber sagen, außer einen. Ja, der Flavio Stucki nehme ich mal Ja. an. Aber ja, gehen wir rein. Wer ist noch gewesen? Also, Hey, das sind die ich Damen hab und fast Herren nicht aus gesehen. Basel. Ich habe fast nichts gesehen. I'm sorry. Ja, Ich hab- der ja. Flavio habe ich mir gerne natürlich so, weil es mich wundert, was passiert. Mhm. Und ich nehme an, wahrscheinlich hast du auch die Person, die du meinst, der Flavio. Ja, Okay. aber bitte. Also, sonst kann ich auch nichts sagen. Ich kann ehrlich gesagt auch nicht so viel. Ich muss anders sagen. Ich habe gehört, Flavio hat carried. Baselblock carried. Also es ist, Ja. ich muss überraschend, eben, ich habe die anderen nicht gelesen, deswegen ist es gerade ein bisschen frech zum sagen, er hat carried. Aber er hat abgeliefert, 100%. Ja? Er hat abgeliefert. Er sagt ja so am Schluss sowieso, tut alles so krass, wenn es um Rappen geht, ist doch so einfach. Ja. Ja. Und Also schon nochmal ein Level up zu letztes Jahr, oder? Ja. ganz klar, definitiv. Und er hat ja, auch das. bin ich nicht sicher. Aber ja, Wobei- es ist sicher gut gewesen. Ich finde aber letztes Jahr ist der Überraschungseffekt halt hure gross gewesen. Ja. Fair. Letztes Jahr hast du wieder gedacht, okay, also entweder es ist kacke oder es ist normal. Mhm. Aber er ist gekommen und er hat so, weißt du was, ich mache brutal. Ja. Ich muss jetzt gleich so outfit-technisch ein, zwei Fragen stellen. Ja. Erstens, hat er
Chain auf seinem T-Shirt gedruckt, wo Slavio draufsteht. Hat er, weiss nicht. Ist Slavio? Ich glaube einfach S. Flavio oder einfach Slavio. Ich weiß nicht. Slavio, glaube ich. Slavio, ja. Slavio, also. Ja. Keine Ahnung. Gut. Aber er ist ein Fuchs, er hat fucking Meteo-Einspieler in Ja, der ja. Das ist der Regie untergejubelt. Aber das natürlich auch nur, weil er SRF und Ja, die das- Leute und so. Ist schon so ein bisschen nicht ganz korrekt. Aber ich habe es trotzdem geil gefunden. Bro, Dude ist ein laufendes Meme, aber er hat abgeliefert. Er hat abgeliefert. Und ich weiß nicht, ob er, vielleicht müsste mir da schnell helfen, ob er den EAZ disst hat oder ob er ihn kritisiert hat oder Was ob hat er er. gesagt? Ja, das ist die Frage. Er hat gesagt, mein Intro ist länger als zum EAZ sein Part. Ja. Ja. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Eben, und dann sind so Leute draußen zum EAZ gegangen und gesagt, Bro, er hat dich nicht. Ja, Da habe ich ihm gesagt, ich so, Bro, geh und sag, Mann, ich bin der Beweis, auch 2 Minuten lang zum Ficken. Er so, ja, ich mach. Und nachher hat er am Schluss Und den Part. Flavio. Zum Flavio. Und dann hat er gecheckt, nein, das geht auch ein bisschen gegen mich. Er so, mein egal. Oh mein Gott. Aber er ist, draussen ist der Flavio rausgelaufen und nachher der hat so, schau jetzt, weißt du, also so auf Spaß, weißt du. Er hat ja Brille. Und der Flavio ist ja so, schaut ihn so an, weißt du. Nachher der hat so, ich habe gehört, dass mich dies da. Und nachher, er schaut, er so, Bro, du weißt und so, auf entspannt, ich habe nichts Schlimmes gesagt. Ich habe und nicht so, schlimm, du Spaß. sportlich und so. Er so, aha. Und er so, ja, weißt du, kannst gerne nochmal los und so. Er so, okay, nein, Spaß, war alles gut und so, wieder alles gut gewesen, aber Nachher läuft er weg, nachher der EAZ. Hat er gesehen, wie er sich gerade erklärt hat. Anahishia. Warum, was ist das? Ups. okay, dann sind wir uns, also ja, zum einen, sorry, Basel haben nicht mehr gelost. Zum anderen, krass, dass wir nur den Flavius gehen, weil er ist schon ja in dem Fall krass unterwegs gewesen. Weißt du, was finde ich einfach krass? Früher war der Baselblock nur Gangster-Rap, die krassesten Strassenrapper. Ja, weil es passt auch irgendwie, ja, das ist ja fett auch, also auch schon früher, so 2011, 12, 13, 14. Und so, weißt du noch? Ja, Bro, das ist, scheiß mal auf Dings, aber so, Montana und so weiter, Bro, das sind alles Leute, die dreckige, dreiste Strassenrap rausgebracht haben. Und jetzt einfach kein Rapperin mehr, der Gangster-Rap aus Basel macht. Entweder sind die alle in Hubs, oder sie sind schlecht für oder das sie sagen einfach, weißt du was, ich glaube besser, komme ich nicht in Cypher, wenn ich etwas droppe, dann ist das wie ein Statement für die Polizei. Ja, aber also hören die irgendwelche Gangster-Rap? Strassenrap? Du musst eher in die Richtung aus schauen. Basel? Nein, eben, ich sage, früher hat es einen El Montano gegeben. Ja, auch krass. Und vielleicht noch 1, 2 weitere so, aber sonst, ich habe einiges auf TikTok so, wo nebenbei halt noch so irgendwie E-Trottis verkauft. Noch ein bisschen Dropshipping oder Ja, irgendwie so etwas. Der ist glaube ich auch nicht schlecht, aber so dreiste, dreckige Strassenrap, Bro. Da gibt es glaube ich wirklich, also Basler, schickt mal 1, 2 Leute auf Cypher oder ein paar erwähnen, die einfach hätten einen Platz bekommen. Hat Basel einen eigenen Cypher auch noch? Mal, stimmt. So ein Low-Budget. So einen Wisch bestellt Cypher. Ja, da gibt's Sorry! Da gibt's ja immer noch, also es kommt immer, glaube ich, mehr Cyphers raus, weißt du? Nein, also, es ist ja gut, macht Cypher, es ist ja etwas Geiles. Ja. So. Tündliche Spiele ist schon gut. Ja. Okay. Dann gehen wir mal grad weiter und zwar fangen wir mit dem Zürich-Block an. Da ist schon fett mad abgegangen, Jungs. Gut, jetzt sind wir natürlich auch ein bisschen biased, gell? Aber logisch auch, wir sind ja von Zürich und so weiter, aber auch zum Fair sein, schon nur, auf das können wir ganz sicher drauf eingehen, aber schon nur, dass der Pablo das Mic ergriffen hat und gesagt hat, für mich ist erst jetzt die Sache gegessen, wenn also ich schnell müssen wir schnell beim Anfang anfangen. Genau. In der Mitte anfangen. Ja, ich sag nur, schon nur, dass es das geht. So dass der Pablo ein anderer, wir können ja gerade noch zum Kontext gehen, aber der Pablo sagt, warte, ich tue jetzt einen aushauen, du bist ja gerade vor mir, weil mich jetzt ja dies hast. Schon nur das ist krass für den Zürich-Part, aber eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Eins nach dem Gut, anderen. hast du teased, weißt du jetzt alle so, was Ja, ist Clickbait, Bro, check's. Shit. Ja, fangen wir durchgespielt. Ja, ich sehe da gerade am Anfang Cachito und Gigi. Das ist für mich eines der Big Things, die ich aufgeschrieben habe. Ja. Was ist passiert bei Cachita und Gigi? Was ist passiert? Erst hat Cachita ihren Part gesungen und gerappt. Ja. Mit, was ist, ich kenne den... Missy Elliott. Missy Elliott und wer? Der Beat von wem ist das gewesen? Tay... Nicht Timbaland wahrscheinlich. Nein. Auf jeden Fall schön gewesen. Mega gut gewesen. Mega gut gewesen. Mega. Sie hat auch noch dazu gesungen, mega schön melodisch auch noch. Voll, hat mir sehr gefallen. Dann ist ja Gigi als Mike. Und jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Dun, 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 dun. Was ich sehr geil gefunden habe,
ist, dass man wieder das ein bisschen schauspielerische und ein bisschen Szene mehr. Finde ich geil. Finde ich sehr geil. Ja, die machen das nicht nur so, die machen das aus dieser Zeit. Ich finde es auch gut, weißt du, ein bisschen mehr Unterhaltung. Genau, das meine ich nicht so. Das ist das, was ich auch meine mit so, sie überlegen sich etwas für das ja, sie geben sich Mühe. Sie wissen, ich habe so viel Zeit, ich will auch noch ein bisschen Unterhaltungswert haben und so, ja. Gut, dann kommt Gigi und sagt, ja, der einzige Rapper/Rapperin, wo mir irgendwie ins Wasser reichen, weil ich Angst habe. Ja, voll. So, Kachita, machen wir es zusammen. Krass. Und sie so, aha, ja, okay, dann halt. Weißt okay, oh mein Gott, was für ein Zufall, Girl. Okay, let's go. Und dann ist Kachi noch reingekommen und so fucking schade. Zero fucks given attitude, I love it. Dass der Laptop ausgestiegen ist. Ja, das ist scheiße, ja. Also das muss man jetzt keinen Finger zeigen, Alpi. Das kann passieren, Alpi. Bin ich Repräsentator? Ich sage, es ist eine Verschwörung. Die Jungs von Sektionen sind am Live los. Die so, am DJ bitte, los, wenn du willst. Am Element. Ja, die so, los, Bruder, los. Wir geben dir 3000 Franken. Wir geben dir 3000 Mon, aber du jetzt schon abschalten. Nein, Bro, also, sind A Cappella weitergemacht? Genau, nachher haben also der Beat ist ausgefallen und sie haben weitergerappt. Ja. Und meiner Meinung nach, beim ersten Mal, ist es gut gewesen, Bro. Also, weißt, ja, durch das, dass sie nochmal angefangen haben und nochmal angefangen haben, genau. hat es halt so ein bisschen... Genau, was nachher passiert ist, sie haben dann gesagt, wir fangen nochmal von neu an. Und dann ist halt wieso nicht gegangen, Bruder, mit A Cappella, Rap jetzt A Cappella. Unsicherheit, Teufelsspirale. Voll. Du kennst es. Also weißt du, so... Ja, okay. Bruder. Und jetzt ist der Beef am weitergehen, Bruder. Ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist. Auf Instagram, gell? Auf Instagram geht es weiter. Auf Instagram? Er läuft auf Instagram? Ja, weil Lyrics hat dann den Part... Das habe ich gesehen, ja, dass sie das genommen haben. Wo sie verhaspelt haben. Ja. Und postet und gesagt, das passiert, wenn man Sektion Zürich, wenn man über Lyrics rappt, aber Lyrics nicht kann. Irgendwie so. Ja. Und Kachi hat da jetzt wieder argumentiert und gesagt, hey, ich habe so viele Sachen gesagt, oder wir haben so viele Sachen gesagt, auf die ihr könnt eingehen. Und ihr kommt jetzt mit ja, wow, Lux jetzt verkackt, ja. So, ja. Okay. Hey, eben, es ist Stand jetzt, ist Freitag. Ich weiß nicht, was am Montag noch passiert. Yeah. Aber für mich, Bro, ein Big Up, Bro. Ich verstehe, viele von der Szene. Viele von der Szene sind jetzt so bei so Scheiß auf die und was weiß ich und das sollst du nicht machen und blablabla. Aber ich finde es krass gemacht. Bro, also ich finde, beim Cypher tust du entweder zeigen, was du kannst als Künstlerin, oder du tust die Zeit brauchen, um auf etwas aufmerksam zu machen. Ja. Finde ich. Also ich finde, das sind die einzigen zwei richtigen Sachen. Wenn du das Gefühl hast, wow, Bro, ich pushe jetzt einfach irgendetwas, damit die Leute mal wieder von mir hören, dann finde ich schade, weil es gibt Leute, die würden aus dieser Zeit viel mehr machen. Und entweder sagst du eben so, los mir zu, schau, was für Punchlines ich drauf habe, oder du sagst, hey, das ist passiert und ich gehe zur Öffentlichkeit mit dem und ich gehe jetzt nicht unbedingt zu 20 Minuten mit dem oder zu einem Blick oder so. Und du jetzt da um Missstände aufmerksam machen. Und dann finde ich, müssen wir einfach absolut in der Lage sein, zum Kritik annehmen und hören, weil das ist auf sportlicher Ebene passiert. Es ist auf einer öffentlichen Bühne passiert, klar. Es ist gleichzeitig passiert mit dem Album-Release von der Gigi, wo man auch eben, sagen. Ja, sicher auch ein Stück wieder ein bisschen Promo dahinter, aber die Missstände sind die Missstände und die sind gegeben. Und eben, ich sage, es man muss auch drüber reden. Ja, und es wird die Leute nicht freuen, dass wir das jetzt auf der Seite gespiegelt haben, Bro. Meinst du, es ist voll fair und aber objektive Meinung? Ja, aber ich also sage... Nein, objektiv ist nicht. Ja, look, ich glaub, es wäre vielleicht etwas anderes gewesen, wäre jemand von Sektion dort gewesen und hätte die eine Reaction gemacht. Wie so, hey, look, in dem Fall bin ich, oder meine Jungs oder mein Label kritisiert worden. Ich bin jetzt da, gib mir schon noch ein bisschen Zeit, ich tue schon etwas jetzt anders schreiben und tu auf das kontern. Nicht, wenn wir so einen Kontext haben, wieso können wir sagen, okay, gut, A sagt A, B sagt B. Darum bin ich mega gespannt, was der Drini sagt. Eben deswegen ist jetzt momentan halt nur das, was wir haben. Spannend. Das ist jetzt nur das, was wir haben. Deswegen sagen wir auch, die Folge ist am Montag draussen. Ist am Freitag aufgenommen worden. Genau, schaut am Sonntag, also es ist gestern auch nicht gekommen, schaut am Sonntag Nachbesprechung mit dem Drini, weil er geht sicher auf das ein. Drini, Godella, Flavio Stucchi, Jamal. Gut, wir müssen einen Schnitt machen. So, anyway. Weiter geht's. Wo sind wir? Also, dann gehen wir weiter. Wir haben dann, also ich könnte anschauen, ja, M2Mo haben wir gerade thematisiert. Haben wir schon der ist easy gut gewesen, ist einer der krassesten gewesen. Letztes Jahr habe ich gesagt, die BKTS ist heftig gewesen. Das ist ja das Jahr wieder gut gewesen. Ja. Das Jahr auch wieder crazy gewesen. Was ich mich einfach frage, so, und die Frage geht jetzt vielleicht mehr Richtung Team, Kamerateam. Was ist das mit den Füßen? Was mit den Füßen? Bro, die ganze Zeit sind die Füße von den BKTS gefilmt worden. Was? Bro.
Ich glaube, du meinst vielleicht Dings, die von Luzern, die ist auch. Oder Godela auch, ist von Uri. Godela, ja. Bier auch, Bruder. Bro, Bier auch, Meinst du Bruder. jemand mit Fußfetisch? Bruder, ich weiß nicht, was Quentin passiert ist. Tarantino im Bruder, Regieraum. Leute haben im Live-Chat geschrieben, ist co-produced von Quentin Tarantino. Haben wir noch gehört. Bro, es war ein bisschen weird gewesen, muss ich sagen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich wollte es einfach mal so in den Raum rühren. Okay. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay. Aber eben, Aber können wir sie schnell nicht... über ihre Party Genau, Ja, die ja, müssen nicht nicht auf über alles- Füße. Ja, safe. Sick gsi. Einfach auch viel zum Sagen. Krasse Delivery, trotzdem so eine Ruhe. Krasse Punchlines. Einfach ein super, ein riesen MC. Einfach. Ich bin froh, dass sie auf Schweizerdeutsch gemacht hat. Ja. Hast du ihr Part gelesen? Ja. Sie hat irgendwie gesagt, wieso? Das hat sie sogar noch erklärt irgendwie, ich habe es nicht ganz gecheckt. Ich glaube, damit es sich reimt, aber dann hat sie halt dann schon gesagt, so, ich rede halt, wie ich will. Ja, ja. Aber schon damit es sich reimt. Okay. Nein, ich habe es wild gefunden. Auch immer ein bisschen blöd, um das mit letztes Jahr zu vergleichen, aber letztes Jahr hat es mich irgendwie auch noch mehr aus der Auch Ding Überraschungseffekt. gehauen. Auch Überraschungseffekt, I guess, aber sie hat abgeliefert, man. Sie hat abgeliefert. Mega solid, wirklich. Wirklich, Ja. wirklich geil. Ja. Heftig. Den Ace haben wir gerade gehabt. Live-In, wenn ihr noch etwas sagen. Das ist jetzt, wo ich so im Kopf habe. Live war das erste Mal am Cypher. Ist das erste Mal gewesen? Ja. Und? Was ist so dein Eindruck, deine Meinung? Ich kenne den Live ewig. Shoutouts. Das hat er gerade da nebendran auf. Wirklich? Ja. Krass. Ich finde, er ist ein ultra solider Rapper. Er hat so krasse Hits. Also, und immer konstant so. Ich finde, sein Cypher-Part war solid gewesen, aber ich weiss, er kann viel besser rappen. Aber das ist okay. Also weißt, es kommt dann auch wieder darauf an, wie viel Zeit nimmst du für das. Aber solid gewesen, gut gerappt. Aber ich glaube, er kann noch mehr so auf der lyrischen Ebene. Ja. Bro, für mich ist Live-In einfach nur ein wandelnder Geschäftsmann, Bruder. Dude macht alles richtig, was man kann. Sein Social Media Game ist on point. Seine Musik ist on point, seine Visuals sind on point, Bro. Wenn der Dude in den Staaten wäre oder irgendwo anders als in der Schweiz, er wäre ganz am anderen Punkt. 100%, Ja. 100%. So, crazy. Ich muss gleich auch sagen, ich glaube, nach dem Banger-Album, das er rausgebracht hat, ist mir jetzt wieso, ich habe auch so gedacht, Messlatte ist hoch gesetzt. Messlatte ist hoch gewesen, Bruder. Ja. Aber auch da, geiler Flow. Es hat Spaß gemacht. Es hat bei vielen nicht, Ja. Es hat bei vielen nicht Spaß gemacht, zuzuhören. Ich habe es geil gefunden, dass er so mit Hurterschuf. Weißt du, ich finde das Scheiß lustig, so mit den Wörtern oder mit den Adlibs, die nicht checkst, aber er ist voll mit dem reingekommen. Ich finde auch, also er hat letztes Jahr uns geschrieben, so Jungs, wir sind am Schauen wegen dem Termin, dass wir uns mal finden, so ich kann vorbeikommen. Und dann hat er auch gesagt, weißt, also ich versuche eben auf nächstes Jahr, also auf 2025, Ende 2024, ich versuche etwas Neues angehen, auf eine neue Art und Weise und so weiter. Und ich bin richtig, weißt so, ich habe Lust, ich habe Bock und wir sind mega gespannt. Jetzt haben wir halt mit seinem Album und mit dem Part haben wir halt gesehen, dass er, Bro, es ist einfach Professional Shit. Es ist einfach nicht so, keine Ahnung, ich habe schnell einen Bus aufgenommen oder irgend so etwas. Ja, ich glaube, also vor einer Woche hat er im Exil Konzert gehabt. Das ist auch mad abgegangen. Das war sick, also richtig Die Turn Leute up sind des am Grauens. Gehumpen gewesen, am Schreien, der Sag ich, abgegangen. Dude macht alles richtig. Props. Ja, Mann, dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du etwas Ja, nochmal eins zurück, haben wir noch? Excuse. Da haben wir geredet. Also Ja, da haben wir schon die meisten ja, haben wir schon gehabt, der Nace, genau. Dann, oh, excuse. Ich weiß nicht, Luke kann ich mir geben. Und ich glaube, ich habe glaube ich im Leben vielleicht 3 Luke-Songs gegeben. Einer davon ist, glaube ich, jetzt ein Cypher gewesen. Nicht, weil ich ihn hätte, das überhaupt nicht. Weil es einfach nie so dazu gekommen ist. Die Wege haben sich nie gekreuzt. Kennst du BBB mit Rapid oder Lavi? Er hat Ich glaube, mit ist es ihnen. nicht, Bruder, aber er hat ein paar kranke Der Ja, würde ja. dir richtig krass gefallen. Eben, und Der nachher habe findest ich mir du das richtig gegeben und ich habe es richtig gefühlt. Das war richtig so auf entspannt gewesen, Bro. Ich bin so am Losen gewesen mit meinem Cousin. Ich bin so auf entspannt. Geil. Es ist so richtig so, du hast gern zugelassen. Ich kann jetzt nicht sagen, das war die Bangerline gewesen, aber... Er hat einfach auch immer etwas zu sagen. Ja. Er hat auch Es ist so eine Message dahinter. Er hat eine geile Message gedroppt, finde ich. Und er sagt, Leute warten, bis ich mich äußere. Und ich sage immer noch nichts. Das habe ich irgendwie auch. Also, schade sagst du nichts, Bro. Immer noch. Schade sagst du nichts. Ja, aber wahrscheinlich kann man davon ausgehen, in welchem Thema. genau, weißt du, aber ja. ich finde es auch noch, jetzt check ich's. dass er wie so easy. Gut. Übrigens, Thema Luke. Wie heißt der Song mit dem Liba, wo sie in Tös aufgenommen haben? Puff im Revier? Nein. Ist es Puff im Weiss Revier? nicht. Mit dem Liba, mit dem EAZ? Ja. Nein, mit dem Liba. Weiß nicht. Der ist hure geil. Und wie heißt der Song, wo er
wo er Ding gesampelt hat. Sein Nummer 1 Ja, ist Pakt. Pakt. Das ist so ein krasses. Bro, mein Album ist ein Genozid. Und Beats sind das Opfer. Wow. Bruder. Okay. Liba featuring Luke ist schon okay. Ja. Ja. Okay, heftig. Ja, Pakt Ja, ist ist so richtig mellow. krass. Der Liba ist jetzt langsam wieder ein bisschen... Ich Mal glaube, er schauen, released Bruder. etwas Mal und so. schauen. Aber ja, safe. EAZ, wieder wie letztes Jahr und die anderen Jahre ist er gekommen. Und Also im Vergleich zu letztes Jahr? finde ich besser, Alles definitiv. gefickt. Ja, Definitiv. So krass. Und also ein Line, wo mir geblieben ist, er hat irgendwie wählen, mein DJ hat mehr Gas als du. Das ist der letzte, der gedroppt hat. Ja. So krass. Man will ein Star, Mann. Man will ein Star, mein DJ hat mehr Gage als du. Alter, Bro. Sick. mit dem hat er fertig. Ich finde, perfekter Abschluss. Bro, ich Hey, finde... sorry, ja. Nein, mach nur. Mann, du schaust ihm zu und du denkst so, Rap ist voll einfach. Ja, ja. Es ist alles so mit Leichtigkeit und so easy peasy und Flow und es kommt einfach raus und du denkst so, wow. Er puncht den Scheiß, Bro. Er puncht den Scheiß. Und während die Leute try-hard Parts machen, macht er Melodien, Bruder. Wild. So krass. Wirklich wild. Ich weiss die Lines nicht mehr, aber auch die... echt das mit den Chains und so, Bro, das ist geil. Also, aber muss man auch nicht lange drüber reden, Bro. EAZ ist klar, dass er fickt. Ja. Zero Doggy Dog. Habe ich nicht gelesen, leider. Ich habe mir den gegeben. Brutal. Also, der ist so für mich so vom ähnlichen Niveau. Nicht jetzt zum sagen, es sind gleich gut, aber einfach, er gibt mir etwas von Rapid. Weil er puncht, Bro. Er puncht. Es sind nur Punchlines. Die ganze Zeit. Und ich habe ihn krass gefunden. Er hat auch, glaube ich, kurz, vielleicht täusche ich mich auch, einen Hänger gehabt, aber er hat sich gerade wieder eingefangen. Top. 10 von 10. Also, den müsst ihr euch vielleicht mal geben. So. Er hat, Gerne. Ja. er hat Habe ich auch nicht so auf dem Radar. Ich habe ihn einmal gelesen, als er mit dem Jamal einen Track gemacht hat. ja, safe. Der war schon geil, gewesen, aber sonst nicht. Das ist von Wald, glaube ich, gell? Wirklich? Ja. Es könnte sein, Bro. In Zum Beispiel, In Wald gibt es Gangsters. Ja, Bro, er ist der eine. er hat so, einer von den Classics von ihm, einer, der so ein bisschen gut durchgegangen ist Mucke für Jogginghose, glaube ich. Mhm. Der ist auch nur Punchline auf Punchline. Easy. Also ich habe ihn brutal gefunden. Wer hat auf dem SSIO-Beat gerappt? Eben, es hat ein paar gehabt, die vom Qatar und SSIO-Beat gerappt haben. Ja. Der Gabo hat auf dem SSIO-Beat gerappt. Der Gabo! Er hat sogar 1-2 eine gewisse Line übernommen. Ja. Also, was King, nämlich King Kong der Nutensohn. Das hat er auch so eben, also was King, nämlich King Kong der Nutensohn. Stimmt, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass ich so SSIO, ich bin mega lieb, aber SSIO, Beats vom Qatar sind auch rum gewesen. Hat ein paar gehabt. Jemand hat Sterne-Beat genommen von Shindy und Bushido. Ja, mal jetzt, was du sagst, Ist das stimmt, eine Frau ja. gewesen? Ja. Bayern, glaube Bro, das ist so ein krasser Beat. Kann kommen, wer will, wenn der läuft, renne ich rein. ich. Krass. Der Lo hat auch einen SSIO-Beat genommen. Ja. Der Ding, der T, wie heißt der? Hey, nein. TBC. Ja, wahrscheinlich der, ja. Jeder Rapper außer mir ist ein Nutensohn und sieht aus wie ein Klon. Wie vom Post Malone? Okay. Dann haben wir DVW. Warte, Simi, wo die auch sagen? Simi, gib ihm, Bro. Der hat Der hat sehr geile Line gehabt. Welche? Ähm, wenn eine Rechnung kommt, teilt sie 15, teilt sie durch 15 und hat Fresse. Ja, so was Rechner, so, Ja. so das, geile Message. Wie hat er angefangen? Ich rede Deutsch, aber träume Albanisch. Ja, irgendwie so, Nein. hey, ich so mega viele Sprachen aufgezählt, Ja. ich fluche auf Albanisch. Unter anderem hat aber dann noch gesagt, auf die Sprache das, meine Schuhe sind Japanisch. Und dann hat er am Schluss vom Verse hat er zugemacht mit Tachif Shanonen. Und auch da wieder geil, junge Tat gefrontet. I'm here for it, Bro. Auch gute Message gehabt im ersten Part und im zweiten Part hat er so voll gefickt. Wirklich geil. Sie mich geil. Was hat er gesagt? Irgendwie, das Ziel sind 10.000 Schritte pro Tag, aber mein Baby bringt das selten an, weil sie sitzt die ganze Zeit auf Sie meinem im Gesicht. Wie so, geil. Stabil. Übrigens, Shoutout. Nein. Wir kennen seine Freunde. Wow, nein. Nein, Mann. Real, Bro, real. Wirklich. CV, real. DVW. Das Einzige, also es ist mir geblieben, also natürlich, dass er gerappt hat, aber es ist einfach ein Ding, das bei deinem Bruder gang und gäbe ist. Ich wünschte, jemand würde mich so krass lieben, wie der Typ seine Frau. Ich schwöre, Alter. Ich schwöre. Shoutout, Baby. Er fängt da, er ist fertig, Bro. Und bei der Großmutter, also erstmal Shoutout an meine Frau. Nachher meine Jungs. Und ich so, Real und ich habe gesagt so, Bro, erwähnst du deine Frau? Also nein, Bro, chill und so, weißt du.
Ich so, Bro, egal was ich so geredet habe, hast du wieder Stories gemacht, wie du deine Frau erwähnt. Also ja, Bro, bei Messe, ich weiß. Ich so, ja. Und nachher, ich höre den Part, fertig, schau da meine Frau. Ich so, Löwe, Mann, schön, Löwe. aber schön. Aber es ist wunderschön. Sein Part, auch krass, er hat mit ein bisschen FCZ-Legenden gespielt, so mit den Namen Schönbächler, so, Schönbi, Alanev. So und am Schluss noch Happy Birthday Migu. Ja. Bro, crazy. Crazy Dude. Crazy sehr, dude. sehr ein schöner Part. Ja, ganz super gerappt, aber. Ja, so ja. Ein bisschen einmal so ein bisschen Wanken. Ja, voll, so. Kann man schon sagen. Aber ja. es ist okay, es ist safe. Aber es ist okay, er ist verliebt, Bro. Bro, er ist auch so ein durch und durch netter Typ, glaub ich. Ja. Ich schwöre, er ist immer er ist am Lachen. Immer happy, Bro. Macht so dumme Witz, Bro. Ich wünsche, ich wäre seine Freundin. Okay. Bro, wenn unbedingt willst, dass er sich fickt, Bro, schreib ihm Kein einfach. Problem, kein Problem. Kein Problem. Dann die Jungs von Le Ref. Haben dir gegeben. Ich habe nur den Anfang mir gegeben. Weil das ist, also nicht, weil ich gesagt habe, der Anfang ist scheiße, sondern das ist einfach, ich glaube, 6, 7, 8 Minuten gegangen, der Part. Und ich so, weißt, ich tue jetzt schnell, zum guten Glück sind die Parts so 2, 3 Minuten. Ich gebe mir schnell den Rest noch am Schluss die lange. Das hat nicht so ganz gelangt. Das habe ich auch gemacht und ja. Ja, okay. Muss ich mir noch geben? Ja, same. Oh, Estea Bias. Wir können langsam. Ja, wir kommen langsam nachher. Shit, okay. Estea Bias. Zweites Mal beim Cypher gewesen. Ja. Die einzige von Sektion hat auf dem Beat, glaube ich, vom Kendrick einen rausgelassen. Hat sie? Ich bin nicht Ich habe es sicher. leider nicht los, muss Ich glaube, es ist der Beat vom Kendrick, Jungs. Siehst du, das ist sogar ready. Ja. Okay. Ah nein, das ist von Pharrell, nicht? Warte schon. Warte schon, Bro. Sie hasst gern Rappers, meinen sie beides, man, ihr sind lustig, ihr rennt deine Witz-Rappers. Hä, was ist das Pharrell? Pharrell und Snoop nicht. Can you be my girl? Na, na, na. Die haben viele Songs, aber keiner von denen geht so, Bruder. Ist nicht Science vielleicht. Nein, Science ist Justin Timberlake und Ja. Snoop Dogg. Aber nein. Okay, aber auf jeden Fall, ich weiß, dass der Snoop Dogg ist drauf. Ich weiß nicht, ob es sein Song ist, aber es ist Okay. auf jeden Fall so ein Oldschool-Beat. Muss ich hören, ich habe es nicht ganz richtig. Ich habe mir ein bisschen gegeben. Ich habe keine Line aufgeschrieben. Ich habe noch so ein bisschen gemerkt, wie es ist. Schön smooth, schön entspannt, ganz schöner Beat. Ich habe gefunden, es gibt immer in dem Cypher jetzt mega viel so auf entspannt gegeben, so ein bisschen mit Message, wo einfach gerne Solos ist. Eben so Danais. So einfach so, keine so Punchlines, sondern du hörst dann gerne zu, aber das ist eine Message. Und sie ist auch so einig, also ich finde es jetzt super gemacht, sehr schön gemacht. Ich weiß nicht, letztes Jahr haben die Leute gesagt, ihre Stimme hat etwas vom Loco. Einfach weiblicher Loco quasi. Vom Logo? Ja, Leute sagen, das ist einfach so der weibliche Loco vom Vibe her, vom Flow her. Ich habe jetzt gefunden, nicht so. Das ist mir noch nie aufgefallen. Eben, jetzt auch bei dem Cypher, ich habe es nicht gefunden so. Ich habe jetzt auch auf das ein bisschen geachtet. Ich so, nein, Alter, man merkt jetzt so ein eigener Style. Eigene Stimme, eigener Wiedererkennungswert. Genau. Jetzt Warte mit dem Schluss, Also. Okay, Sicario. Siki ist sexy. Siki ist ganz sexy, hat Ja. 2 Parts gehabt. Einmal hat er so ein bisschen kurz rausgehauen, so guter, dreckiger Strassenrap. Und der zweite Part ist halt junge Tat gegangen. Genau, das ist ja, weil Junge Tat auf der Website von ihrer Immigrationsscheiße Ja. das Bild vom Siki und seinen alten Stimmt. Ja, von einem Videoclip einfach. alte Ja. Videoclips drin hat. Wild, Bro, wild. Er ist hässig, der Bre. Und er hat auch ein paar Sachen rausgedroppt. Ja. Er hat sich entschuldigt. Ich finde, das ist gar keine Entschuldigung wert. Für? Ja, er hat gesagt, sorry für früher und so weiter. Er hat sich wieso entschuldigt, dass das Aber er hat gesagt, aber ich bereue nichts. So. Eben, ja, so, Ja. ich habe mich erst gar nicht entschuldigt. So. Voll. Aber er hat gute Punchlines, also er hat gute Lines gegen junge Tat rausgehauen. Eben zum Beispiel schlägt er links, rechts, bis er links ist. Ja, ja. Perle. Geiler Abschluss gewesen. Ja. Ich habe seinen Part sehr geil gefunden. Der Dude, einer hat kommentiert, kannst du mit dem Cowboy-Cosplay aufhören? Bruder, lass den Siki in Ruhe, Bruder. Bro, er hat zuerst so Schutz ab der Nase gehabt, Ja. dann hat er extra, damit es ein bisschen klar ist, hat er das Ja. in die Lippen freigeschnitten. Ja. Und die Leute, Bro, lern den doch mal, lern den. Irgendwann mal, das ist Ja. einfach der Marketing-Gag, Bro, irgendwann mal zeigt er sein Gesicht, Bro. Ich und wollte nachher auch sie- nicht, Mann. Vielleicht wollte er auch nicht, wer weiß. Aber weißt du, das frage ich mich. Er hat, also, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber er macht das jetzt zum so ein bisschen also Familie und Privatsphäre. das Voll nicht- schützen, ja. Aber Bro, jeder, der ihn kennt, erkennt ihn doch auch mit dem Scheiß Ja, Bandera ja, vom Gesicht. 100%, Jeder. ja. Ja, aber zum Beispiel, ich habe am Anfang, als ich ihn gelost habe, oder so Tracks von ihm gelost habe und ihn noch nicht kennt habe, habe ich zum Beispiel nicht gewusst, wie er aussieht. Also weißt du, so Nein, auch. ich meine, aber wenn du jetzt keine Ahnung, sagen wir, die Leute in der Familie sollen das nicht wissen.
Aber ich weiß nicht, ob es um die Richtung geht. Ich glaube, es Ich geht weiss darum, nicht. dass, Ich glaub- dass die anderen einfach nicht... Also, Ich glaube, wenn er halt so ein bisschen Rap macht und in die Öffentlichkeit geht, dass man, wenn man in die Öffentlichkeit von ihm liest, ich glaube, ein bisschen beides. Erstmal sollte nicht sein nachher familiäre Umfeld so ein bisschen sehen, der macht das in dem Fall. Oder das wird in dem Fall über ihn geschrieben, weil wenn du Straßenrap machst, kommt jemand und schreibt, ich will einen brutal guten, positiven Artikel über dich und in ins Ziel schreiben, weißt du? Und das zweite ist wahrscheinlich auch halt zum Arbeitgeber vielleicht und... Ja, aber auch Arbeitgeber, jeder... Gut, ja, nein, wenn du dich irgendwo bewirbst, checkt das niemand. Aber deine Grosstante aus irgendwo checkt doch trotzdem, dass du das bist. aus Thurgau. Bro, ich bin auch im Bewerbungsgespräch gewesen. Ich habe das nie erwähnt, dass ich einen Podcast habe und so weiter. Nachher die so vom Haar, wenn sie uns etwas sagen, ich so... Nachher denke ich, etwas Formelles vergessen. Ich so, was genau? Das ist ja ihr Podcast. Ich so, ja... Das musst du ja nicht erwähnen. Nachher ich so, ist mein Hobby. Nachher eben hat sie gesagt, so, ja, haben sie wieder drüber reden. Ich so, nein, ist mein Hobby. Ich würde es eigentlich gerne getrennt haben, so, weißt du. Und dann sie so, okay, ist gut. Lange. Ja, aber scheißegal. Auf jeden Fall war es ein geiler Part gewesen. Ja, man, ganz Geile geiler Part. Party, Ja. ja. Gut hat er auch wieder junge Tat zurückgegeben. Löwe. Dann noch eine, bevor es zum eigentlichen kommt. Rapid und Alawi. Immer gut. Immer gut. Bro, ich bin überrascht. Alawi hat abgerissen. Ja. Wirklich. Also weißt du, so, es war von beiden ganz krass gewesen, Ja. aber Alawi hat Bro, abgerissen. ich finde einfach beim Rapid, Bro, es ist einfach mittlerweile, es ist so, du weißt, was auf dich zukommt. Du weißt, er fickt, ja. Du weißt, es ist nicht einmal passiert, dass er einen Patzer hat, Ich dass er liebe so... seine Punchlines, Mann. Bro, er kommt einfach und puncht einfach. Er puncht, was ihm weg kommt. Er puncht einfach weg. Ja. Weg, fertig. Ich finde es heftig. Alawi, Legendär, wie der Rapo abgeschlossen hat. Der Alawi. Ja. Und jeder, der einen Genozid verlügt, ist ein Notasan. Natazan. Der war ein Natazan. Nein, ist ganz krass. Ganz stabil. Ich glaube, ist bis dato ihre stabilste Cypher, Bro. Ja, 100%. Ja. Die Jungs haben gerade auch ein bisschen schnell mit ihnen gerade raus. Und sie haben sich gerade auf YouTube nochmal schnell gegeben, sind zurückgegangen, weil sie sind auch extrem selbstkritische Menschen. Und dann haben sie es geschaut und dann ist krass. Real. Also wirklich, die zwei kannst du eigentlich immer rufen und du weißt immer, die liefern ab. Props. So, Da, jetzt. herzensgute Menschen, Bruder, muss man auch sagen. Ganz Herzensgute klar, Menschen. ganz klar. Ganz herzige, anständige Jungs. Ja. Schau, jetzt kommt der Teil, wo wenn YouTube auf Die Zahlen Ding so. hat, dort, wo so Wiedergaberate Ja. Dort, Okay. So, also, ich habe grundsätzlich mal eine Frage zu der ganzen Ryan und Pablo-Geschichte. Genau, also jetzt kommt der letzte vom Zürich-Block, so haben wir jetzt alle vom Zürich-Block ein bisschen durchgenommen. Und jetzt Müssen wir es erklären? holen wir schnell ein bisschen aus. Also- Holen wir schnell ein bisschen aus. Jetzt fangen wir mit dem Ryan an. Das ist der letzte vom Zürich-Block. Und zwar hat es ein bisschen Action Jackson gegeben. Heckmeck. Schüch. Wieso, Josh? Also genau, letztes Jahr war ja das Thema gewesen, dass der Ryan eingesteppt ist, eingeladen worden ist vom Pablo. Und dann hat er den Pablo gefrontet. Zusammen mit Le Reuf, glaube ich. Letztes Mal, oder? Ja, genau. Letztes Mal gab es nicht ganz allein gewesen, so. Hast du Ja. allein? Ich glaube, er ist mit... oder vielleicht auch Mit nicht. Lehrer. Auf jeden Fall hat er Wer gefrontet. hat Geld geschossen? Le Reuf. Ah, okay. Ja. Gut. Egal. Zehnernittli. Ja. Nein, Mann, scheiße. Seich. Auf jeden Fall, Ryan hat letztes Jahr den Pablo disst. Gut. Was ich nicht checke, wie der Pablo hat ihm Ansage gemacht. Er hat ihm gesagt, Bruder, ich lade dich wieder ein, aber du kassierst Schwanz. Hat er ihm gesagt, dass er Hat der dies Pablo wird? ihm- Letztes Jahr, ja. Er hat ihm dort gesagt, er so, du kommst nächstes Jahr wieder, du kassierst, du gehst heim. So hat Also er ich ihm muss gesagt. wieder so zurückdissen, ja, voll, ja. Dann kommt der Ryan nochmal und disst nochmal den Pablo. Das check ich nicht. Hat er nochmal dies? Was ist Ja. sein Line gewesen? Ryan hat, Bro, der halbe Part von Ryan ist darum gegangen, dass er den Pablo kocht und nicht rappen kann, keine Streaming-Zahlen hat. Das ist so sein... Okay. Sein okay. Aufhänger war so Vergleich, so, schau, wer, ich beef nicht mit Leuten, die nicht mal 2000 Streams haben. Okay. So okay, hat er an okay. Pablo gesagt. Okay, Oder Monthly Listeners, keine Ahnung was. Da hat er gesagt, ich schaue dir irgendwie in den Stories zu und ich lerne kochen, du nichts. Und wer bist du, dass du wo nichts erreicht hast mit Rap, ja. entscheidest, so wer reinkommt und nicht. Gut, das Ding ist, ich glaube, er hat nicht gewusst, Bro. Er hat nicht gewusst. Er hat glaub, wirklich einfach nicht gewusst, Bro. Er hat nicht gewusst, es wird eine Glattrasur. Also, schau, Storytelling, dass man das ganz abrundet. Ich glaube, es ist schon nicht schlecht, dass ihr das wisst. Ryan ist letztes Jahr gekommen, hat disst. Papa hat gesagt, ich lade dich nächstes Jahr wieder rein. Kommt einfach ein Diss zurück. Ryan ist das Jahr wieder gekommen. Und hat wieder disst. Hat wieder disst. Hat dann, nachdem er fertig war, gesagt, so, damit es auch alle hören. Weil er hat gesagt, jetzt ist fertig. Ja. Damit es auch alle hören. Ich habe das mit ihm ausgeregelt, ausdiskutiert, öffentlich. Wir haben das auch geschrieben auf Insta und so weiter. Ja. Und für mich ist die jetzt- Sache Und das gegessen. ist, was ich eben nicht checke. Du dissest ihn, Ja, nachher gell. dissest ihn nochmal Und sagst, jetzt ist fertig. und nachher sagst du, jetzt ist fertig, jetzt ist Und gegessen. der andere hat noch nichts gesagt dazu. Genau, und nachher hat der Papa gesagt, hey, cool, dass du da bist, danke vielmals. Hast recht, wir haben darüber geredet, alles cool.
Aber für mich ist fertig, nachdem ich das gesagt habe. Und dann hat er gesagt, am Bring DJ, kick the beat, hat sein Handy für genommen und die ganze Booth so, Alter, was? Alle so, Bro, alle, wir sind ja drin. Ja, gestanden, drin. Ja. Wir sind ja drin gestanden, Mann. Nein, Bro. Ich habe. Also zum einen. Ich habe nicht gewusst. Schweizer Deutsch, fuck dem Delikatesse. Ah, danke dir. Okay. Zum einen, ich glaube, ich sage jetzt für alle, ich habe jetzt nicht gewusst, ich habe es in meinem Kopf gehabt, dass er letztes Jahr gesagt hat, hey, wenn du nächstes Jahr wiederkommst, ich diss dich. Aber unabhängig davon, auch wenn er es nicht gesagt hätte, ich habe gedacht, wenn du ein Ryan bist und du die Person gegenüber von dir disst hast und du rappst, es geht um Hip-Hop, dann musst du damit rechnen, dass wenn du die Person wieder siehst und es geht wieder um Hip-Hop, dass etwas zurückgesagt wird. Gut, er hat ja am Schluss, hat er es ja, also man hat schon gesehen, es hat ihn schon tief berührt. Also mein Bruder. Aber er hat es sportlich genommen, er hat gesagt, ja, fair, voll. Er hat heute auch eine Story gemacht zum Beispiel, er hat schon darauf reagiert auf Insta, wenn er das eben heute ist am Ende hören und heute also es ist Montag, wenn es hören, aber heute müssen wir am Freitag aufnehmen. Und er hat heute eine Story gemacht, dass er gesagt hat, hey, alles cool miteinander, alles cool zwischen uns. Es ist Hip-Hop, es ist sportlich und so weiter. Auch Mike Tyson hat mal kassiert, hat er gesagt. Ja, genau, er ist auch der Mike Tyson, hat mal kassiert, auch der Messi hat mal ein Penalty verschossen. Und dann hat er gesagt, wie. Dann hat er gesagt, eben, ich glaube, er hat noch gesagt, es ist nicht alles, es ist noch nicht ganz fertig, weil er tut noch, glaube ich, darauf reagieren. Ja, aber er hat gesagt, jetzt sind wir 1:1. Also jetzt sind wir jetzt ist der Stand für ihn. Und der Ryan hat jetzt alles so gemacht, er geht nächstes Jahr nochmal rein. Was ist eurer Meinung nach der Endstand jetzt gerade? Ist er 1:1? Also wenn du anhand von dem messest, dass du sagst, der Ryan hat jetzt zweimal disst und der Pablo einmal, ist es. Dem kannst du sagen, weißt du, hey, der Ryan hat mehr disst, also öfters disst, aber von dem, was nein, der Pablo... Nein, der Pablo hat in 3 Minuten filetiert. Warte. Also, er hat zweimal Dings bekommen zum ihn dissen und wo der Pablo angefangen hat, das ist ehrenlos gewesen. Es gibt so einen Moment, ich habe dir das vorgesagt, so einen Moment, ich glaube die 4. Line oder so von Pablo, wo du so merkst, wo so die Kamera auf den Ryan switcht und der Pablo sagt eine Line und das Gesicht entgleist komplett. Ich habe Hip-Hop angerufen, sie hat gesagt, sie kennt dich nicht oder so irgendetwas. Ja, er hat gesagt, du redest irgendwie, also Message ist so wie, du redest davon, dass du dass du Gangster bist und so weiter. Ich bin keiner, aber ich kenne Leute, die sind. Ich habe dich gefragt und keiner kennt dich. Ja. Ich liebe den Moment, wo du in seinem Gesicht siehst, wo er realisiert, oh shit, jetzt wird ich gerade also auf sportlicher Hip-Hop-Ebene ist ganz klar an dem Abend der Pablo die vorne gewesen. Und mich ins Wunder, wie der Ryan reagieren wird, weil es ist wirklich unchillig. Weil ich habe es nicht mehr so im Kopf, aber letztes Jahr hat Ryan 3-4 Minuten in Dist. Straight, oder ist es einfach so 3-4 Lines? Nein, ich glaube nur so ein paar Lines. Eben, jetzt hat der Pablo ja wie so straight 4-5 Minuten, hat ihm einfach schnell versucht, alles zu nehmen, was er hat. Bro, er hat nicht versucht, Bruder. Ich sag dir ganz ehrlich so, alle Liebe, aber ich meine, Bro, es ist krasser gewesen, ganz also, klar. Man muss nicht drüber reden. Man muss da nicht das Schöne reden, das ist krasser gewesen, ganz klar. Das kann niemand sagen. Nein, auf Hip-Hop-Ebene ganz klar, weil das Pablo ihn nicht beerdigt hat. Unmöglich. Und da muss man einfach auch mal schnell sagen, Bro, so, Pablo ist einfach hässig gewesen, Bro. Du hast gemerkt, er ist hässig. Er ist hässig gewesen. Weil, look, okay, gehen wir schon nochmal zurück. Du bist dort der Host und du bist der die Leute eingeladen hat. Und dann kommt einer von denen, der dich eingeladen hat und disst dich. So, er hat wahrscheinlich jeder mitgerechnet, dass nicht jeder Fan von ihm ist. Aber dann bist du dort, Bro, jetzt stell dir vor, jemand schlägt dich, aber du darfst nichts machen. Verstehst du? Die Leute kommen, beleidigen ihn und er so, geil. Und du hast auch gesehen letztes Jahr, wo der Ryan ihn disst hat, er so, weißt du, schon gelacht, aber du hast gemerkt, das ist so einer wegen Fake, also das ist so halb Fake lachen. Und der hat schon gewusst, okay, der Bruder will am liebsten zurück, aber er kann nicht, weil er ist schon der Host. Bus ist ja nicht darauf eingestellt gewesen. Ja, Bro, er hat ihm auch noch gesagt, nachher so, also, es ist ekelhaft gewesen, Bruder. Und Bro, der Pablo hat auch... Er hat ganz grusige Lines. Er hat nachher gegrinst. Er ist fertig gewesen. Ja, weißt du, er hat umgegrinst. Er hat sich ein Jahr lang gefreut auf den Moment. Musst du dir mal vorstellen. Dann hat er gesagt, Zürich sind wir gut drauf. Ja, am Schluss. Nachher ist die Sikari noch so jetzt entspannt, du möchtest halt chillen. Ja. Für mich auch eine Krone vom Seifer. Also zum zurück zu deiner Frage kommen, wenn ich das Endergebnis anschauen, wenn du nur das Lyrische nimmst, was gesagt wurde, nur das Lyrische, müssen wir sagen, ist der Pablo. Ein Stängeli. 10-0. Fix.
Also bei was denn nicht? Ich will nur etwas schnell sagen, nicht zum sagen, dass das, wie soll ich sagen, so einfach aus neutraler Sicht. Da niemand bevorzugen. Aber Fakt ist auch, dass der Pablo 5 Minuten oder 4 Minuten, es ist nur um ihn gegangen, um den Ryan. Und Ryan hat, glaube ich, wenn jetzt runterbrichst, hat er vielleicht beim letzten Mal 2-3 Lines und heute 2-3 Lines. Oder gestern 2-3 Lines. Ich glaube, beim ersten Mal hat er schon länger rausgeholt. Aber eigentlich ist auch egal. Also der Ryan kann ja selber entscheiden, wie lange er seinen Part macht. Ja, safe, 100%. Aber ich sage, es ist immer noch. Ich sage nicht, dass wenn er auch 4-5 Minuten gehabt hätte, dass er ihn wahrscheinlich dominiert hätte, der Pablo. Aber ich sage nur, ich bin jetzt gespannt. Ich hoffe, er lässt jetzt auch so ein bisschen so einen. Nicht also die Abrechnung mäßig, weißt du, mit Videoclip und so, weißt du, wo so einer so anfasst im Stuhl mit dem Pablo-Maske oder so. Das wäre aber auch noch geil. Das wäre auch lustig. Aber ich sage einfach nur, jetzt wäre auch fair, wenn er so einen guten. Bro, ich sage ganz ehrlich, so. Einfach so aus dem Kosmos, nur aus dieser Sicht von diesen zwei. Nicht, was der Ryan sonst macht, nicht, was der Pablo sonst macht. Pablo macht jetzt auch das Album und alles. Ja, voll stimmt, der hat gesagt. Es geht jetzt nur mal um das. Ja. Bro, der Pablo muss nicht mehr antworten. Egal was kommt, er muss nicht mehr antworten, Bruder. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, Bro. Du kannst Storytelling, Flow, Reim, Vibe. Ja, er hat auch ganz geil die Geschichte verpackt. Er so, okay, Storytime, OG-Time. Ja, und nachher die ganze Piep, der Name, also Bro. Das Telefon bekommen, OG, irgendetwas. Bro, man muss nicht mehr groß ja. Aber es ist wild. Es ist fucking wild. Okay, also was würdet ihr sagen in dem Fall? 2-0 Pablo, direkt oder was? Bruder, lassen wir das Thema Nein. Das ist unnötig. Ihr habt bis jetzt dahin geholt, ich habe die einzige geantwortet auf das. Ja, weil ich habe die ganze Zeit gesagt. Aber sag mal Zahl, Bro. Bro, ich habe gesagt, er muss nicht mehr antworten. Der Ryan könnte auch 10 Minuten Track machen. Okay, also dann Pablo muss nicht mehr antworten, Bruder. Okay. Du? Also, ja, ich sag schon, also wenn der Ryan ein Goal geschossen hat letztes Jahr, 1, dann hat der Pablo etwa 9 geschossen. 9 in dem, okay. Ja, kann man sagen, ja, fair. 7-1 Brasilien-Deutschland. 7-1 Brasilien. Ja, das ist ein guter Vergleich. Ja. Das ist ein ganz guter Vergleich. Der Pablo hat ein Exempel statuiert, Bruder. Ja, so wie der Nächste, der mich da vorne ist, der muss damit rechnen, dass ich ihn affiliiere. Okay. Das ist der Papa-Doc-Eminem-Moment in 8. Er hat wirklich zersagt. Ich muss mal Nummern blockieren, Bruder, sonst komme ich wieder Anrufe über. So, es ist alles Hip-Hop, es ist alles Sport. Hip-Hop, chill doch einmal, das kannst du direkt mir weiterleiten. Also. Bro, easy, ich sage nur, ich habe keinen Bock auf das Telefon. Aber danke, dass du beschützt, Bruder. Bro, nicht beschützen, wer dich anfickt, mich an. Bärenblock. Ja, die grosse Überraschung ist dann gekommen. Erzähl, Willi. Hey, Nemo ist reingesteppt. Bro, das ist etwas Umkränktes. Ist das so ist der nicht auf dem Flyer gewesen? Nein. Special Guest also der Pablo hat im Vorfeld mit Nemo Kontakt gehabt und so und hat ihn natürlich schon lange wollen, weil Nemo ist ja 2016 gekommen und hat als 16-Jährige komplett auseinandergenommen. Gefickt. Ja, das ist krank. Das ist der Cypher, den jeder kennt. Und dann hat der Pablo es geschafft, Nemo irgendwie an den Cypher zu holen, aber es war das Anliegen von Nemo, dass niemand weiß. Ja. Das heisst, es haben wirklich ganz wenig Leute gewusst. Und die Frage ist natürlich auch immer noch, kommt Nemo nicht? Ja. Weisst du nie, weil Nemo ist fucking international. Ja. Seit Nemo ESC gewonnen hat, vielleicht muss man das auch noch schnell sagen. Ja. Was hat Nemo gesagt? Ich kann über den Basti sagen, ich habe ihn heimgebracht oder ich bringe ihn heim. Ja. Wild. Ja. Und dann ist Nemo reingesteppt mit der Suki und Nemo gibt nie Interviews und Suki hat quasi wie ihn interviewt in Rhyme-Form. Nemo interviewt? Ja. Entschuldigung, Nemo interviewt, tut mir leid. Krass. Heftig. Deswegen hat er auch gerade nach dem Cypher, ist glaube ich SRF so oder Now, was ihm gesagt, hey, können wir schnell die zweite Frage und ich so, jetzt Lust interviewen nach dem Ding, aber er ist glaube ich nicht drauf gekommen. Nemo ist nicht drauf gegangen. Ja, oder? Ja, und dann Nemo hat fucking rasiert wieder. Also komplett auseinandergenommen und halt alle kritisiert, Medien kritisiert, das ganze System kritisiert. Es ist einfach ein Full-Circle-Moment. Und einfach auch der Moment, wo Nemo so sagt, wir haben so viel Talent in der Schweiz, wieso verdient keiner Geld damit? Ja. Weißt du, wie kannst du so krass gegen dissen, ohne irgendjemand sonst müssen dissen? Ja. Einfach real. Ja, einfach real. real. Und kannst du mir sagen, was du willst? Ich verstehe, also wenn ich sage, ich verstehe, ich meine damit, wieso nimmst du gesagt, du siehst in den Kommentaren, du siehst ignorante Kommentare, du siehst, ja, okay, rappt geil, aber was soll der Style? So, weißt du, so, aber einfach mal
auch, also einfach so, es hat null Relevanz, aber das mal völlig nicht angeschaut. Einfach nur, einfach nur. Kannst du nicht sagen, dass Nemo nicht rappen kann? Nein, du, das ist einer. Entschuldigung, Nemo ist einer von der. Ich muss. Schneid das raus. Nemo ist einer Nein, von der raus, fucking talentiertesten Artists, die gestern Abend in die Buff hineingesteppt Ja, ist. wirklich, wirklich wild. Wirklich wild. Full Circle Moment. Richtig Wirklich krass. ein Full Circle Moment. Ich einfach im 16 vor 9 Jahren, oder was? Ist das gewesen? 9 Jahre. Ah, so ein Kreis lustig. Genau. Ah, okay, der Deutsch, Mann. Dann Native. Ich finde, er hat brutal... Können wir noch schnell, sorry. Ah, sorry, ja. Suki. Auch geil gewesen. Suki. Wild. Ja. Wild. Krass. Sehr geile Message. Auch wieder ein Frontalschuss gegen SRF, so quasi POCs, also zum Beispiel Schwarze oder was auch immer, vor der Kamera sind immer cool, aber keine in der Chefetage. Oder hat auch angesprochen, Suki hat auch angesprochen, dass ihr der Erfolg aberkannt wird und man sagt, sie hat nur Erfolg, wie sie eine Frau ist. So. Wild, Bro. Los einfach. Statements. Eben wieder heute, also wieder so, es zeigt, dass die Leute wirklich die Zeit, die sie dort bekommen, entweder eben nutzen es, um etwas ansprechen, kritisieren oder sie zeigen, was sie drauf haben. Und das Beste, was du machen kannst, Alter, also sogar 4'000, 5'000 Leute live auf YouTube, am nächsten Tag schauen es 1000 weitere nochmal nach. Es wird viel darüber geschrieben jetzt die nächsten paar Tage und alles. Und wenn du mit dem kannst irgendwie 1-2 Leute erreichen, lange schon. Ja, Mann. Also die Medien haben sich ja auf das gestürzt, Nemo am Cypher. Ah ja? Ich habe das ist mega ja- viele Mediafragen Wahrscheinlich, bekommen. ja, wahrscheinlich ist es durchgedreht, eigentlich, ehrlich gesagt, ja, stimmt schon. Sind schon die ersten paar Artikel draussen, so gute Headlines. Nemo am Gangster. Ja, Bro. Recht viel Watson, im Fall. Blick, Tagesanzeiger, Bund, Da. persönlich, 20 Minuten, Blue Win, Alles SRG, Ja, alle. ja, Nemo rappt über ESC-Sieg und Medienkritik. Stabil. Eben, siehst du? Ist gut Nemo gewesen. sick gewesen. Wahrscheinlich hat er extra auch gesagt, sagen, dass ich komme, weil wenn schon von Anfang an so klar ist und so. Okay. Ich weiß nicht, was genau der Grund war, wieso, aber Ja, es ist einfach auch ein fucking Auftritt, Mann. Ja. Also weißt du, so, es ist halt einfach, es hat auch mit Allüren zu tun Ja. und mit fucking Moment, ich bin jetzt rum. ja. Eben Suki, ich habe auch krass gefunden, du hast Native angesprochen. Ja, weil er gerade so drauf wäre. Also Native ist gekommen und er ist hässlich gewesen, Mann. Ja, und hat etwas zu sagen gehabt. Ja, er hat Wie lange wirklich- ist es her, seit Native vom letzten Cypher war? Ist es lang her, Lange her, nicht? ja. Glaub ja. Ich habe eben gestern mal gesagt 9 Jahre oder so, aber Weiß es nicht. über hat man widersprochen, gesagt, nein, ist vor ein paar Jahren schon mal gekommen. Aber wild. Haben die Lines? Nein. Nein, aber es hat mega viel für... Haben der Lines? Bro, es hat mega viel so, wo er halt gesagt hat, so, ich glaube, er hat auch, so wie ich es richtig verstanden habe, ich habe es leider nicht mehr so eins im Kopf, aber ich glaube, er hat auch so ein bisschen den Wandel kritisiert, so ein bisschen den Rechtsrutsch und dass ein Teil von Faschismus oder das Faschismus immer mehr und mehr salonfähiger wird, dass man immer mehr so, weißt du, und er sagt, wieso habe ich dann verkämpft für nichts. So quasi der Style. Und er rechnet auch ein bisschen ab, glaube ich. Also nicht mit Namen, sondern er rechnet auch ein bisschen ab, so mit den Leuten, mit den Menschen. Aber sagt auch, es wird irgendwann alles wieder gut. Und hat auch ein bisschen, glaube ich, auch etwas für Kultur hat er auch gesagt. Er hat glaube ich, auch darauf aufmerksam gemacht, dass er alles, was er macht, halt wirklich nur für Kultur macht und nicht irgendwie zum Sellout sein. Und er float einfach wieder hure krass. Ja, Bro, er ist einfach wieder Botschaft. Er ist gekommen, Botschaft. Ich habe die Line geil gefunden, wo er gesagt hat, wir sind politisch, bevor es ing ist. Genau, ja, stimmt, genau. Er hat gesagt, was willst du mir sagen? Wir sind politisch, bevor es ing ist Wild. und so. Native, wild, keine Frage. Safe. Ich habe nicht so viel gesehen von denen, die nachher kommen. Ich finde es Same, hure schade, ist der same. nicht gekommen, Mann. Stimmt, das fällt mir erst jetzt auf. Der ist nicht gekommen. Wer Ich habe ihm nachher eigentlich geschrieben, ich so, Bro, also weißt du, was läuft und so, du hast gewählt. Was hat er gesagt? Also, ja, kein Auto gehabt, ich kann nicht mit Zug an Cypher kommen. Und wie nachher Nein. etwas angesprochen er so, ja. King, Das ist der King. Grund. King, nein. Bro, bestell einen Uber, scheißegal. Nein, das hat er mir so ein bisschen als Joke gesagt, aber halt mehr so, Bro, ich meine, seine Crew ist nicht da, Bro. Nein, ja. Money ist in der Ferien, Tom ist in der Ferien. Tom ist in der Ferien und ich meine, ich verstehe es auch, Bro, schon gut. Live with Kids. Ja, Mann. Schön. Ähm, Dann gut. haben wir noch bei Bern, vielleicht haben wir gerade vorher thematisiert, Julex. Also, die ganze Foco-Mafia. Also, Haben ihr gelost? Eingefahren im Roller, hä? genau. Ja, nicht gelost. Ich habe es auch gelost. Okay, sind wir schon der Zweite. Also der Zweite ist super. Das macht auch nicht ein bisschen mich zurücknehmen. Also nicht Ja. wegen Hate, sondern einfach eben, wie es wieder so ein 6-Minuten-Part Ja. ist. Bruder, ich probiere es fühlen. Ich probiere es wirklich fühlen. Ja. Ich muss ehrlich Stimmt, sagen. du bist ein Hater. Ich bin ein Hater. Ich probiere es wirklich fühlen. Aber der eine da, der Kleine, Ah, jetzt. wie heißt der? Der Astroburger.
Das Werbegesicht, weil er ja bei Swisscom hat er auch mit ihm gespielt, ist nicht schlecht gewesen. Ja. Sagt, mein Coiffeur ist aus Kurdistan, hat er gesagt, das hat mich hässlich gemacht, Bruder. Okay. Aber Kurdistan Menschen. Lelele, Bruder, lelele. Ich habe es probiert zu fühlen, ich check die Aktion mit, ich check die Aktion mit Roller einfahren, okay. Also was hat es für einen Hintergrund? Ja, ich glaube einfach cool sein. Einfach cool sein, Bruder. Aha, ich dachte so etwas Deeps. Sie sind so von draussen, Ja, okay. Dann sind sie gekommen. Und nachher, Roller. Bruder, weißt du, dass ich stell dir mal vor, so der Security, weißt du, der kleine Herzige, die so mit reingehen. Nein! Ja, wir haben es natürlich. Nachher du und ich, die sind nachher reingerannt, um es rauszuholen. Ja, eigentlich ist es abgemacht, sie holen es auch wieder raus, sie so fuck it, einfach weggegangen. Und dann, also ich finde es geil, was sie machen. Ich finde es super. Ich finde auch, es ist gut gerappt gewesen. Ich finde aber, es ist nicht an die letzten paar Jahre angekommen. Aber es ist auch hure schwierig, sich jedes Jahr neu erfinden. Julex letztes Jahr ist ja schon wild gewesen, Bruder. Hure geil gewesen. Ist schon wild gewesen. Muss man gleich sagen. Darum, ich habe gesagt, ich habe es probiert, geil finden. Ja. Das habe ich nicht geil gefunden. Wann machen der Frieden? Bro, ich habe schon ein paar Mal im Podcast gesagt, so gewisse Aussagen habe ich können. Du dich entschuldigen? Das soll ich nicht gehen, aber ich kann gewisse Aussagen kann ich, wie nennen wir das, an einen Standort tun. Er hat halt relativieren. Nein, er hat das halt abgebrochen auf den Jule X, den Künstler und nicht als Mensch. Genau. Ja. Dann auf der anderen Seite, dass er jetzt Hauptbühne spielt, Frauenfeld und so, Bro. Also wie gesagt, aber ich habe schon 100-mal wieder gesagt, so, ich respektiere gewisse Punkte. So, darum eigentlich, so, wir gehen uns gespannt aus dem Weg, Bruder. Okay. So, easy. Auf jeden Fall, ich habe es probiert, nochmal, ich habe es probiert zu fühlen, ich habe es nicht gefühlt, aber eben der Astro-Burger, ich verstehe es nicht, aber er hat eine Line gehabt, wie kann es sein, dass wir noch nicht Vater sind, wir ficken so viel. Das ist so eine geile Line, sorry. Kann man nicht sagen, kann man nicht haten, Dankeschön für die Line, die ist geil, die kommt ins Cypher all, ganz eine einfache Line, aber ganz geil. Ja, Hall of Fame, danke. Direkt. Geil gewesen. So, was haben wir noch von Bern? Hey, ich glaube, ich und Alpi haben nicht so viel. Ich kann nicht so viel. Darf ich noch schauen? Ja, sicher. Also da haben wir. Da ist so der erste, es hat ja 2 Blöcke gehabt. Ja. Ich habe es nicht gehört, aber ich habe viel über den Cosmo gehört. Aber haben wir auch nicht gehört, gut. Und dann hätten wir da eben noch mit Julex. Genau, Prio können wir vielleicht noch sagen. Ja. Prio und Midas haben ja dann recht Same-Day-Response gegeben. Ah, ja. Diese gegenseitige Dist, oder? Nein, Neue Valentine. Ja. Sie hat die 2 Dist. Neue hat... nein, sorry. Okay, sorry, ja. Neue Valentine hat die Dist, ja. Genau. Excuse. Und das war eine Same-Day-Response. Von unter anderem hat Prio dann so gesagt, wie kannst du einem Migrant rechte Text vorwerfen? So ein bisschen, das war der Inhalt. Ja. Was eigentlich auch sehr ignorant ist, weil weißt, wie viele Ausländer sind. Bro, ganz ehrlich, Bro, Italos sind die grössten Faschos. Ja, aber Bro, Morgen, das ist doch klar. Er selber jetzt auch gerade rechts, weißt du? Ja, aber Bro, ist doch so, Morgen. Das sagen alle meine Italos-Kollegen, sagen, Bro, es tut mir leid, aber wir sind so, weißt du, es gibt ein paar, die sind einfach nicht so fest rechts. Ich so, ja, Bro, ich weiss, man sieht Geschichte. Aber eben, ich meine, Bro, Prio ist Bern, City und weißt du, kommt aus dem Balkan, Bruder. Also wir reden da nicht von einem. So darum, so ich check schon auch. Auf der anderen Seite muss man sagen, du wirst gefrontet mit transfeindlich, also quasi am Prio. Neue Valentine sagt am Prio, du machst transfeindliche Lines und der Prio steigt die mit und an der Daydam. Wo mich angefickt. Es sind einfach so verschiedene Lebenswelten, nicht? Das ist so weit von der Uhr Daydam, wo mich angefickt hat. Nein. Alter, geil, Mann, geil. Geil. Das ist geil, wenn ihr angefangen habt. Ja, aber ich find's nicht so geil. Aber weißt du, das Ding ist, das sagen wir, ich bin Ausländer, wie kannst du mir rechte Text ist so wie, ich kann nicht gegen Ausländer, weil ich habe schwarze Kollegen. Das ist einfach, ja. Aber eben, ich sage also, so, sonst, also ich habe den Part noch geil gefunden, von diesen 2 Jungs. Ja. Sonst kann ich auch nicht viel sagen zum Rest von der Berner. Also ja, same. Aber dann können wir auch gut weitermachen mit dem Luzern-Block. Luzern. Haben wir da ein paar Sachen aufgeschrieben. Da ist so Schlimm-Homie und so ist da drin, oder? Ja. Genau, also ich habe mir den Part von Mimix gegeben. Habe ich jetzt auch nicht so viel gesehen. Mimix habe ich auch gesehen. Mimix, also... Extrem deep.
Extrem schön. Aber Bruder rasiert einfach. Also Ja. Mimix ist für mich auch, eben, für mich sind es die zwei. Für mich ist Eine Konstante, Mann. für mich ist Mimix und eben die zwei Jungs von Project ET sind sich am Ringen um den ersten Platz. Ja, finde ich gut. Ist für mich. Beim Überlegen. Ja, finde ich gut. Mimix ist gekommen, hat 7 Minuten lang gerappt, politisch austeilt, Bruder. Ein paar geile Lines. Ein paar sehr geile Lines. Sehr, also nicht nur politisch, sondern auch, ich glaube, eben so ein bisschen auch auf mentale Gesundheit angeguckt, so wie du brauchst keinen Kurs, Bruder, du brauchst keinen Coach, du brauchst jemanden zum Reden. Ja, ja. Du brauchst jemanden zum Reden, lass raus, brüll einmal, weißt du, so ein bisschen das. Ja, und eben auch einfach gefickt, Bruder. Der hat gesagt, ich fick nicht mit dem Andrew Tate Shit und so, also deep, Bro, Message. Ja. Er ist gekommen, wenn du draussen gesehen, wir so, Bro, allein bist du gekommen, weißt Wo ist dein Rücken? Ohne Rücken, also Bro, kein Anliegen, kein dies, aber egal, ich komme und ich hau da raus und gut ist. Hat er auch gemacht. Hat er auch gemacht. Einer, den wir vorher thematisiert haben, der Gabu schnell, eben der ist gekommen, hat ja... Gabulitau! Er hat einfach alle alles und jeder Diss, er gab sogar auch den Nemo-Dist, so. Nemo, nicht der Nemo. Entschuldigung, er hat Nemo-Dist, dann eben Flavio hat er auch schnell ja. ein bisschen Name-Dropping gemacht. Auch vom Beat eben vom SSO, glaube ich. LC1 hat er gesagt, oder? Ich Er hat glaub, Namen ja. erwähnt, er hat Juan erwähnt, er hat Dies erwähnt, aber ich glaube, der einzige richtige Diss ist gegen Flavio. Pablo sein 100. Flavio. Sonst hat er einfach so ein bisschen Namen erwähnt. Ja. Haben auch viel gesagt, er hat rasiert. Mhm. Ich muss es glaube nochmal geben. Ja, ich muss es auch nochmal hören. Ich finde es gut. Aber ich habe da wirklich auch nicht so gut gehört. Im Luzernblock, ich weiß auch nicht genau von wo, aber im Luzernblock ist irgendwo die Line Kate, saurer Apfel, Apple, Steve Jobs. Check ihn So irgendwie, ich beiß in den sauren Apfel. Aha. Apple. Weil Steve Jobs ist gestorben. Okay. Ja. Wollte ich einfach schnell sagen, dass die Line gekommen ist. Müssen wir eigentlich noch etwas zu der Godella sagen, dass wir wieder im Intro von ihrem Song vorkommen? Niemals würde ich mit Godella ficken, ich habe Schiss vor ihr. Okay, nächster Song ist drin. Bist du... Was? Du auch, Bro, schau jetzt. Wir sind unser Podcast-Ausschnitt ist drin. Ah, was sind wir Fan? Wir sind auch wie so Hunde. Ich habe jetzt das nachher noch gelost. Wir so, oh mein Gott, sie ist so Gangster, sie ist so krass, haben wir gesagt im Podcast. Ja. Wir wissen nicht, tickt sie grün oder weiß. Ja, genau, so, egal. Auf jeden Fall, ich habe hast du ein paar gelost, ich habe leider nicht gelost. Ich habe ihn gelost. Ich habe ihn gelost. Bro, Strassenrap, rausgehauen. Uri. Ja, also... Ready? Ja, ich bin ready, ja. Bro, Godella ist ein Gangster, Bro. Ja, sag ich ganz ehrlich. Ich wollte nicht mit ihr, ich wollte nicht anficken, Bro. Ich hätte lieber mit jedem anderen auf dem Line-Up Beef als mit Godella. Ich schwöre. Okay, ich will schauen, wie Steam das hat. Godella, du gibst 50% von dem ab. Du hast unsere... Du weißt, wie das abläuft, Bro. Du hast gebraucht, ist okay, gern, aber 50% von deinen Streams gibst du ab. Gib ab. Big up, Godella. Big up. Also ich habe mir ihren Part gegeben. Sie ist gekommen, hat wieder Strassenrap vom Feinsten rausgehauen, dreckig, dreist. Haben wir jetzt ehrlich gesagt eben... Sie ist, glaube ich, der Einzige, der länger gegangen ist, den wir durchgezogen haben, den ich mir gegeben habe. Sie ist der Erste, den ich angefangen habe. Sie hat 2 Parts gehabt, 2 Beats und ich kann halt einfach nur sagen, Strassenrap dreckig, direkt, hat wieder Punch, hat wieder rausgehauen, hat, ich glaube niemand disst. Oder vielleicht glaube ich jemand, den ich nicht gecheckt habe. Sneaky, ich habe es ja, nicht gelesen. aber sonst ist einfach darum gegangen, so wie letztes Jahr. So ein bisschen, ich würde sagen, auf dem Niveau von letztes Jahr. Fuck, ich muss noch so viel hören, merke ich gerade. Ich habe 2 Sachen gehört. Und schlimm, Homie? Nicht gehört. Sie haben so ein bisschen auf dem Livio-Shit, auf dem SC1-Shit sind gegangen. Gakima und so Scheiß. Ja. Haben auch, also ich habe es nur so halb gelost, aber sie haben es glaube ich lustig gemacht. Ja. So, muss man sich auch geben, auf jeden Fall. Eliel muss ich mir auch noch geben. Der Bre, 100% sein Beat, ich kann es mir glaube sogar geben. Ich muss noch mal hören, ich habe es immer so im Kopf. Aber ich habe genau gewusst, sein Beat hat er selber gemacht. Das ist auch ein Eliel-Beat. Ich habe einfach Livio und Ali vermisst. Fair. Ja, fair, also, fair. So, wieso sind die eigentlich, weißt du das, wieso sind die nicht dumm gewesen so? Der Livio hat einfach Bock auf eine Pause. Ja, also generell von Musik. Nein, einfach Cypherpause. Okay, ja. Der Livio hat ja aufgehört bei Bands. Ja. Ja, er hat ja das Video muss man noch geben, wo er halt so Abschluss hat. Ja. Anyway, okay. Ja, jetzt sind wir am Schluss angekommen, glaube ich. Pablo nachher noch. Der Pablo ist leider nicht drauf, genau. Ja. Hat er super gelesen? Hat er ja, es war einfach wieder stabil gewesen. Aber das, was er... Sein Diss an Ryan überschattet das Jahr halt voll. Ja, absolut, absolut. Das ist auch einfach, wie das Ganze auch passiert ist. Ist einfach krass, also heftig. Es wäre geil gewesen, wäre sicher so
jemand weiter so von Sektion Zürich war, der vielleicht gerade Lust hatte, um darauf zu reagieren, zum Kontern. Der Isma ist auch disst worden, zum Beispiel von der Gigi. Wäre auch lustig gewesen, wenn er rum gewesen wäre. So, weil Lust nachher halt 2 Tage später Reaction auf Insta los oder irgendwie, keine Ahnung, im letzten Ja, oder eben nächstes Jahr, ist auch lustig. Nächstes Jahr. Sie hat einfach gesagt, mit mir kannst du nicht ficken, aber fick doch Hecht. Oder so. Irgendwie so macht weil er das angefickt hat, weil er letztes Jahr. Okay. Ja, genau. Irgend so etwas. Ja, Mann. Soll ich euch noch eine Geschichte erzählen? Bitte. Mach den Abschluss, Bro. Also nach dem Cypher, wir haben noch aufgeräumt, das Zeug aufgeladen. Am 1 habe ich ein Uber bestellt. Nachher, kennt ihr das? Nachher bestellst du ein Uber, nachher siehst du, wo er ist. Und dann wartet er einfach 5 Minuten, 10 Minuten, fährt einfach nicht los. Die Uhrenwichser. Nachher schreibe ich so im App, ich so, hey, wo bist du, Bruder? So. Ja. Dann, also komm gleich. Hey, ich habe 10 Minuten gewartet, bis und es ist fucking 2 Minuten, aber er steht einfach dort. Das mache ich jetzt extra wenn der Weg zu kurz ist, dass du abbrichst, dass du stornierst. Und nachher kommt er und dann schaue ich so aufs Handy und sehe so Kennzeichen und dann sehe ich anderes Nummernschild. Ja. Ganz komisch, ja. Und nachher ich so, hey Bruder, du hast ein anderes Nummernschild. Nachher sagt er irgendetwas, ich habe es nicht verstanden. Und dann ich so, ja und, also sorry, hast du jetzt 10 Minuten Pause gemacht? Ja. Und dann schaut er mich so an, er so, ich habe falsche Nummernschild, fahrt einfach davon. Ich so, ja gut, scheiße, okay. Okay, gut. Er storniert. Er geht 1 Minute, kommt er wieder anzufahren, fährt fast in mich rein, steigt aus, bäumt sich so vor mir auf und sagt so, du Schlampe, ich ficke deine Mutter, wie redest du mit mir, wie redest du? Holt so aus, macht so der Ausländer so der. Ja. Hä? So ein grosser, 2 Meter Typ. Ja. Hey, und ich so dort, ich habe recht abgelöscht mit dem Leben in dem Moment und ich habe so gedacht, so, Bro, wenn du mich schlafen willst, schlaf mich. Bro, ich bin so lange auf der Beine, Alter. Und ich habe so, hey, komm, verpiss dich, ich habe keinen Bock, gang weg, so. Und irgendwann er so, du, ich ficke deine Mutter, du Schlampe. Und dann irgendwann das Handy an, habe ich angefangen zu filmen. Geil, hast du das Video? Ja, aber nur so nicht gut, leider. Und nachher steigt er so ein und fährt ab. Und nachher ich so, schon ein bisschen Adrenalin und so, und mir so gedacht, ja, ich melde jetzt einfach Uber. Ja. Nachher habe ich aber realisiert, Bro hat meine Adresse. Also weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt den Uber melde. Er sieht deine Adresse nicht. Also, er sieht... Er hat gefragt, bist du der Alpi, musst du dort und dort hin. Ja. Das heisst, und dann habe ich so gedacht, ja, jetzt bin ich voll im Clinch. So, ja, meldest du das jetzt Uber oder nicht? Hol Cousins, wir regeln. Romel, zeig mal, wie er aussieht. Ich mich jetzt wunder. Bro, wie stell dir vor, es wäre jetzt eine Person gewesen, die sich jetzt weniger verteidigen können. Ja. Nein, ja, ich hätte mich auch nicht verteidigen können, wenn der geschlagen hör auf, ich habe gesagt weniger. Okay, weißt du, ich gehe schon Gym und so. Yeah. Aber nachher hast du einen anderen Uber bestellt und hat dich heimgefahren. Nachher habe ich einen anderen Uber bestellt, der hat mich heimgefahren. Ja, ohne Tamtam. Kein Problem, er hat so mit seiner Mutter telefoniert während dem Fahren, aber das ist für mich kein Problem. Ja, normal, Bro. Ja. Ich muss melden. Ich muss auch melden. Schon, hä? Krass, wenn wir noch kurz... Schreiben die Kommentare, sollen wir das melden oder nicht? Ja, genau. Wenn wir noch kurz 1-2 Sätze jeweils ein Fazit machen schnell zu dem Cypher. Oder vor allem, ich glaube, von dir ist er sicher einer gefragt. Bro, 10 von 10 Cypher, hat wirklich Spaß gemacht. Kommt wieder, schaut zu. I love it. Ich liebe den Hip-Hop-Scheiß, ich liebe den Cypher-Scheiß. Dieses Erlebnis, das dir im Kopf geblieben ist? Highlight. Cypher, ja. Nemo, Pablo Ryan, Projekt E.T. Deine? Codesign, habe ich auch schon alles gesagt. Bei mir auch Pablo Ryan, Rapid Alawi, würde ich auch sagen. Und Mimix habe ich mir eben, ich finde auch Mimix wurde stark gewesen. Okay, und etwas, wo du vielleicht schwächer gefunden hast? Oder wo du gesagt hast, ich glaube nächstes Jahr lieber nicht oder nächstes Jahr besser? Boah, das ist eine gute Frage. Wolltest du zuerst? Wie meinst du schwächer gefunden? Einfach, was hast du, muss nicht auf einen Künstler gehen, einfach, was hast du zum Beispiel nicht gut gefunden im Allgemeinen? Oder während dem Künstler findest du, keine Ahnung, ein bisschen enttäuscht oder nicht so gut gefunden? Ich kann nichts sagen, Bro, sorry. Ich finde, Leute sollten sich einfach wieder mehr Zeit nehmen für ihre Parts. Es ist mega schade, wenn du die Plattform bekommst und du schreibst am Abend vorher schon irgendeinen Scheiß an. Ja. Ich fände das geiler, wenn man sich... Man muss nicht 2 Wochen vorher anfangen zu schreiben, aber so ein bisschen, nimm ein bisschen Zeit. Das würde ich mir wünschen. Fix. Mein einziger Punkt ist, was du vorher gesagt hast, man hat einen oder anderen Artist vermisst, aber man kann halt auch nicht erwarten, dass jedes Jahr immer die gleichen kommen, weil es mit der Plattform andere geben werden. Aber im Großen und Ganzen, 10 von 10 Cypher, ich habe das Gefühl, es ist smooth abgelaufen, auch aus deiner Sicht, also für dich, glaube ich. Mega smooth gewesen, ja. Und nochmal, danke SRF, sind so schnell, oder Bounce-Team, sind so schnell mit Videos. Schön, wir können darüber reden. Danke, kurz und bündig können wir darüber reden. 3 Mal in Folge. Genau, wenn zahlt er, was meinst du?
Wir haben ihn lang gezahlt. Ja, Bro, ihn. Du hast nichts gesehen von dem. Er war angestellt bei dir oder bei euch. Ja. Aber egal, schon gut. Wir machen das gerne, uns freut. Willst du noch etwas sagen, Bro? Nein, Mann, kommentiert auf Spotify und auf YouTube, wer ihr gern, wenn wir vergessen habt, wer ihr geil gefunden habt. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Peace. Das ist kurz und